Steht hängen geblieben. Gleich schon wieder so behindert haben, das ganze Haus ist. Noppelglitzer. Geht doch schon was, oder? Oder? Habe ich da schon auf Play gedrückt? Ich glaube schon. Läuft schon 30 Sekunden, wieso kommt noch kein Battle nicht? Kruzifix YouTube, warum brauchst du 3 Stunden? Ich kapier's nicht, Hashtag Noppelglitz. Bevor wir überhaupt anfangen, Alter. Hashtag Noppelglitz, Alter. Wir waren das. Der Daffy Duck war's. Der Daffy Duck mit dem Noppelglitz. Ja. Eigentlich gehört er zum Mimi. Das ist eigentlich kein Mimi nicht, aber fast, Alter. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich hab noch nicht mehr angefangen. Stoffel einmal ganz langsam jetzt. Hebe die Haare miteinander zur Pimmelung. Was? Herr Kasperl. Herzkasperl wahrscheinlich. Ja, den schauen wir, ob wir den heute kriegen. Pass auf, jetzt ist erstmal Hashtag Noppelglitz ab in den Chat. Bis dahin dringen wir nochmal. Von der Lohe schon wieder nichts mehr sehe. Oder heißer bin und sauber ab, bevor ich überhaupt anfange. Kruzifix. Heute wird's anstrengend, Leute. Heute wird's, oh mein Gott, wird's heute anstrengend. So, wir schauen mal aus. Harvey! Evans, Birger, Micke, Zipferlung. Aber Noppelglitzelung. Es ist schon wieder behindert. Was ist da schon wieder? Birger Max, vergesst für den Zwickel. Stoffel übrigens auch mehr für den Zwickel. Egal. Grüßt euch miteinander. Was? Herbert Birger. Auf Anschen Stream und fall uns bitte nicht a USM-Sessel, weil wir brauchen deine öfters live. Liebe Grüße aus Oberösterreich mit Joe und Frauge. Hashtag Bussi auf Snussi. Hashtag Bürgersquad. Hashtag Zerpimmelung. Hashtag Geldgeil. So, damit es das Soll für heute erfüllt habe, Nere. Mojo und Frauge. Ich weiß, ihr seid die gern. Ist jetzt noch nicht lang, aber ihr werft es gern dreistellig rum. Puh. Seiching? Das lese ich ja schon gar nicht mehr. Kann sein, dass mein Mic halt laut ist, beziehungsweise übersteuert oder schreist du so laut. Oh, ich habe ein Video aufgenommen. Jetzt mal ganz kurz zur Frauge und zum Mojo. Ich weiß nicht, ich weiß ja schon nicht, was ich auf einen 50er sagen soll. Dann weiß ich nicht, was ich auf einen 100er sagen soll, dann weiß ich nicht, was ich da dazu sagen. Das muss auf alle Fälle aufhören. Das war Piccolo. Oh, der Mimikini! Heute! Ich muss mein Mikrofon aber stellen, Kinder. Habe ich vergessen, aber ein Video aufgenommen. Da darfst du übersteuern. Hat müssen. Sonntag kommt ein Video. Nicht das, was ich gesagt habe, ja, wird kein Kruzifix. Aber es wird was, auf was einige von euch schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so warten. Bin mir nicht sicher. Und ja, es ist das kleine 100k-Special. Ja, man, ich schreibe auf jeden Scheiß irgendein Special drauf, obwohl es ein ganz normales Video ist. Was so ist. Modeste! Finde du Hashtag Zerpimmelung. Taubseißbären! Kruzifix! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hört halt jetzt bitte auf, weil die Leute jetzt schon wieder im Chat nur schreiben, jetzt 2 Minuten zu verkaufen. Modeste, merci. Mojo und Frauge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. 200... Es ist 5. Monatslohn, Alter. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich geh. Oh, 10. Das geht auch über Butter. 10. Schmerzt jetzt Herz bitte auf. Der stolze Liebe, bei dem bin ich auch schon gewundert. Widere Bürger bin auch wieder am Start. Hey, Dere. Zerpimmelung. Hashtag Gustel. Hashtag Kapuziner. Weißbier. Hashtag Kackelberger. Da gibt's nicht auf, gell? Ein Haken kann ich noch, als Hackelberger, da sagen wir mir gerne Haken dazu, ja. Hast einen Spaten, trink einen Haken.
Hast den harten trinken Haken, hast den harten, was? Sims, merci für den Euro. Und dann kommt noch Mr. Fink mit dem Zwickel. Ich möchte Zusammenzipfeln sehen! Zusammenzipfeln kannst du sehen. Arztdiagnose geldgeil, ja. Vor allem, weil ich bettelt ja auch darum. Also ich bettelt wirklich um jede Donation. Es ist wirklich ärgerlich mit mir. Ich weiß trotzdem nicht, was ich drauf sagen soll. Sims, merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Ein Dank aus Österreich für den besten bayerischen Streamer. Ein Dank zurück ans Lieblingsnachbarland, an das zweitbeste Bundesland der Welt. Der Domi. Mein Kruzifix, wo kann ich jetzt auf die Schnelle mein verficktes Mikrofon einrichten? Ich krieg's kotzen. Das ist ein Windows 10, das ist eine Rotze. Das ganz aus ist. So, jetzt nehmen wir das mal. Test. Ja, ist doch schon mal besser. Ist das besser? Ich habe jetzt da mal auf mittlere Lautstärke da. Dann tue ich mir noch ein bisschen Lobby. Ist jetzt angenehmer? Übersteuert er immer noch so massiv? Wie schaut's aus? Der Regler am Mikrofon bringt nichts. Das ist bloß, wie laut, dass ich meine Kopfhörer höre und wie laut, dass ich meine Rückkopplung höre. Test! Leute, schauen wir aus. Schaut's gut aus, oder was? Frage, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Mojo, Dankeschön. Marder, merci natürlich auch an den Rest. Aber ich bitte Herz mit denen fett. Grüße aus der Oberpfalz. Ich verstehe es halt einfach nicht. Weißt, mach halt um 5. Schmerzt keiner. Machst 5 mal einen 5. Gespannt keiner, weil gleich Plätze zum Rechnen sind. Aber wenn einer mit einem 50er oder mit einem 100er oder mit 200 Euro umeinander wirft, in 2 Minuten 2 Euro. Gleich halt. Warum sehe ich überhaupt keine Zuschauerzahlen schon wieder nicht? Kruzifix, Drecks, Restream. Herr Marder, hör auf jetzt! Ruhe jetzt! Übrigens war ich am Montag nicht besoffen und gekriegt hast du das, weißt du, das müsst ihr entscheiden, Leute. Ich kann nimmer. Übrigens war IM Mondog net BS Sofa und gejagt hast, das weiß das verdient Host. Merci. Vielen Dank. I'm serious. MXD, Dankeschön. So, Mikrofon besser. Das hört sowieso nicht auf. Was soll ich machen? Da kriegst du ein Ding. Das hört nicht auf. Sideching, merci. Lautstärke sehr gut. Danke, Tinnitus lässt grüßen. Hörst du mich schon neben dem? Herr Marder, merci. Mike, Grüße aus der Oberpfalz. 50er ist 2 und du weißt es. Die anderen mit 200, die wissen es auch, aber sie tun es trotzdem, Alter. Es ist einfach egal. Eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist mir wurscht, wie viele Leute das wir sind. Mir zipfelt mir heute einen Doom-DLC-Post zusammen. Außer ihr habt es mich getrollt und das Ding hat mehr als 3 Kapitel. Ist jemand da, der es durchgespielt hat, den DLC, und kann man nochmal bestätigen, dass bitte, da wirklich bloß 3 Kapitel kommen und dann der Endboss? Kann man das irgendjemand bestätigen? Das war echt super. Das war wirklich super. Herr MXD, merci für den 10. Herr Marder, merci. Nomi, Mike, merci. David, merci. Domi, merci. Sims, merci. Mr. Fink, merci. Rest, merci. Aber zur Frauge und zum anderen Sepp, was soll ich sagen? Ich muss mich darauf verlassen können, dass ihr wisst, was der jetzt war, weil wie sollst du auf sowas reagieren? Natürlich freut es mich. Jetzt bitte Herz auf. Bitte Herz auf. Herz auf mit den fetten Beträgen, das war echt eine narrisch-cremige Sache. Servus. Ich kannte mal während Und jetzt Zerpimmelung, gönn dir paar Nervenhäube. Das ist einfach so unrealistisch. Das ist so surreal, was da passiert. Das ist, ich weiß nicht, wie oft ich das noch erklären muss. Es ist immer noch, jetzt mache ich das seit 4 Jahren. Also mache ich das länger. Ja, viel länger. Aber serious, auf einem ernsthaften Level und auf einem interessanten, für mich, Level, mache ich das seit 4 Jahren. Seit 2000, ja, was sagen wir, 3. Ja, aber es hat auch irgendwann einmal angefangen und so weiter. Ich bin ein Es fühlt sich immer noch so surreal an, was da eigentlich passiert. Es ist, Herr Marder, du und die Frau kennt euch zusammen da. Ja? Könnt ein Kind kriegen? Die Frau macht einen Dreier, ja? Ein paar Nippelklötze dazwischen. Dann schickt mir das Kind her, das kann dann auch noch mal mit dem 100er schmeißen. Dann hat sie sich erst rentiert. So. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr Marder.
Ich bin gerade dabei, dass ich was versuche zu sagen. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich immer noch surreal, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es spielen neu ein paar. Ich hoffe nach wie vor, ihr wisst, was derzeit 100 Euro, 50 Euro, 25 Euro für irgendeinen Idioten im Internet, ja, ist ein Haufen Geld. Ich muss mich darauf verlassen, dass ihr wisst, was das ist. Natürlich freut mich das, um Gottes Willen. Oder? Was, der Server ist nicht erreichbar? Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her? Bethesda! Du Fotze! Ja, hast mich schon verstanden? Ja, er hat's gesagt. Hat er nicht gesagt. Muss jetzt die Firewall wieder aus- und einschalten. Mein Kruzifix Bethesda, das ist das letzte Hurenspiel von euch, das ich spielen werde. Ruhe ist jetzt! Jetzt muss einfach mal Ruhe sein! Alex! Bin auch wieder da. Schöner Grüß aus Braunau, schöner Grüß aus Landau. Merci, reimen Sie fast. Andi, drittbärtiger Mo, bitte zu pimmeln Sie jetzt. Auf einen guten Minuston. Smiley und du kannst Song USD Max. Sie hören nicht auf Smiley mit Freudentränen liebe Geüße aus. Frau Kern! Passau-Kuss zu werfen, Ein das bisschen lauter. Smiley. Hier ist nicht lauter. Ich hab schon so viel Gehöre zerstört. Gehörgänge zerpimmelt. David! Merci! Leute, ich muss meine Firewall umstellen, das habe ich vergessen. Ja, die muss ich kurz ausschalten und dann muss ich wieder einschalten. Das ist so richtig behindert, Alter. Zum Spulen Grüße Weiß ich aus nicht. Straubing. Wenn sie aufhört zum Geld zum Schmeißen, fange ich an mit dem Spulen. Machen wir es so, vielleicht funktioniert es dann. Ich schaue aber wegen meiner Firewall an. Ja, muss man Regel deaktivieren. Ja, dann, was ist jetzt da mit Doom Eternal? Ja, Start, meine Güte, das nervt so hart. Bethesda, was kannst du? Bethesda, was kannst du? Wir waren das wieder. David, servus, fangst du an, haben wir schon gerade gehabt. Merci für den 10, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lautstärke okay, aber hörst dich komisch an, so ein bisschen kratzig. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt einfach ein Video gemacht habe. Da schmerze ich am nächsten Tag immer kratzig. Ja, obwohl ich eigentlich gar nicht schrei. Aber ich gebe mir halt Mühe, ja? Die werden mit Liebe gemacht, die Videos, so ist es nicht. Damit ich mir nicht auch noch anhören muss, ja, jetzt rotzt er bloß ein schnell hingeschissener Scheißrotzen ins Internet und lässt sich von den Leuten mit Geld scheißen. Herr Marder, hör halt auf jetzt! Freilich müssen wir, was wir tun. Du bist ein... Freilich wissen wir WOS Madoan. Jetzt wird's dann unangenehm, Alter. Hundeklammer. Du bist einfach der Beste, ganz ehrlich, hast das wirklich verdient. Bussi aufs Nussi, Brudi. Herr Marder, Bussi aufs... Alter, es reicht jetzt. Ich nicht ganz sauber. Ich fang nicht an. Sorge für dein nochmal gern Hashtag auf einen geilen Stream. Hashtag Vollbiersquad. Ich fang nicht an vorher. Jetzt geht's vergessen. Ich kann nur mehr sehen. Hashtag Nippelklötze. Ab in den Chat, kriegt's allesamt eine Babytröte drauf. Herr Gustav Hagbart, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Probier's mal mit ignorieren, Alter. Wenn ich mich hersetze und ignoriere jemanden, der gut findet, was ich tue und honoriert ist mit einem Hunderter, was bin ich dann für ein Hurensohn? Was bin ich dann für ein... Was... Also, den Eindruck habt zumindest ich, keine Ahnung. Was bin ich dann für ein arroganter Hurensohn, Alter? Wir haben gesagt, wir hauen halt einen Endboss umso länger dauert. Das hilft eh nicht. Frauge, Mojo, Nomi merci, Mara merci, Konrad merci für dein Drilling, Servus Birger von mir auch noch ein Kleingeld, sorry, aber du hast es verdient. Gute Laune garantiert. Ja, heute nicht. Heute wird's asozial. Aber ihr kennt es im Hintergrund schon hören. Jetzt kommt da gleich eine gute Musik. Fangen wir gleich an. Ich kann es nur immer... Oh, wie laut ist denn das schon wieder? Das ist gescheit laut, oder? Jetzt reißt euch schon wieder ein Shell. Ich weiß doch was es ist. Ich kann einfach nur immer und immer wieder sagen, es fühlt sich immer noch unreal, was da eigentlich passiert, in was für einer Lage dass ich mich da befinde. Es freut mich sehr, dass euch gefällt, was ich tue. Nach wie vor, bitte hört mit den fetten Beträgen auf. Dann halt doch mit dem Maul. Alter. Hört die Musik im Hintergrund. Das ist der Scheiß, den ich hören mag. Va bene. So, jetzt machen wir die Scheiße da mal aus. Moment. So, wer hat Bock auf Zipfelblöcke? Zipfelblick. Zipfelblick ist auch gut. Zipfelblick ist gut. So, jetzt passt so wach, Kinder. Ich weiß nicht, ob ich heute in der körperlichen Verfassung bin. Da halt den gewohnten Status an Pro-Gamer-Dasein abzurufen. Aber was ist mir jetzt deren? Wir spielen jetzt das letzte
das letzte Kapitel vom Doom DLC, was wir nächste Woche dann tun und was das am Sonntag für ein Video wird, da reden wir vielleicht nachher noch mal drüber. Jetzt konzentrieren wir uns da drauf. Was ist denn da eigentlich schon wieder? Was steht denn da ins Bettlein? Was ist das? Meine Tastatur oder was? Bist du besoffen, Alter? Kamera! Go home! You're drunk! So, schaut gut aus, oder was? Das ist nicht der Greenscreen, das war mein Schreibtisch da. Ja, da ist mein Schreibtisch, den seht ihr so schlecker nicht mehr. Ist ja wurscht. Linke Maustaste, Spieldienste, deine Spieldienste kannst du in den scheiß Schirmbeiter ist da! Ich liebe diesen Soundtrack so fest. Da, los gib's mir. Los geht's. Gib ihm einfach mal. Jetzt wissen sowieso, dass wir warm werden. Spiel fortsetzen. Machen wir ein wenig leiser, Alter. Wie ist der Sound? Versteht ihr mich? Ich verstehe mich nicht einmal selber, Alter. Test. Ja, so ist besser. Ist besser. Jetzt müssen wir erst einmal, es dauert jetzt sowieso mal wieder eine Stunde, bis ich warm werde. Ja? An alle anderen, zu kleiner, ich werde nicht recht verschmerzen können, weil ich mich konzentrieren muss. Das Spiel ist halt echt ein Schwierigkeitsgrad, da wo ich sage, Alter, fuck you, ich glaube, ich bin langsam zu alt. Mein Gott. Evakuieren! Jetzt sofort! Ich nehme an, Sie wollen mit der Kugel nach Erdek, oder? Dies ist ein Notfall. Bitte Lauf. evakuieren Sie die Einrichtung. Haben Sie eine Lebenssphäre, kommen Sie bis nach Erdek. Ihre Portalsignatur wird aussehen wie eine der Ihren. Also, egal was zu tun ist, ich bin dabei. Sie wollen den Teufel nicht erwecken, um den Dämonen zu helfen, sondern um ihren Anführer zu töten, sobald er Gestalt annimmt. Und das vernichtet sie dann alle. Merci dir. Richtig? Okay, ich nehme das mal als Ja. Ich will nur dabei sein. Ich meine, wir wären die Retter der Welt. Der dunkle Fürst existiert bisher nur auf dem Papier. Er ist ungefähr zigtausend Jahre alt und ist sicher über all diese Jahre auch in keine physische Form mehr beschworen worden. Da hat mir die Story interessieren, oder? Also, wie schon gesagt, bin dabei. Portalkoordinaten für Erdek im 6. Bereich des Reiterhains fest. Ich mein, schau. Bitte. So, da einmal geht's noch und jetzt lasse ich die Song-Stream an. Mojo und Frauge. Bitte sagt's mir, dass ihr zwei Erwachsene seid. Bitte sagt's mir, dass ihr zwei Erwachsene seid und euer Geld selber verdient und euch einfach wisst, was da jetzt. Und entweder reich geheiratet habt oder der Pap Multimilliardär ist oder was weiß ich, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Neobit, die habe ich überlesen. Schau dir mal Walheim an. Hashtag Nippelklötze. Habe ich mir angeschaut. Passt nicht für den Stream. Da kommen wir mit 2, 4, 6 Stunden nicht weit. Außerdem das Cranky Grind Game weiß kein Mensch, warum das momentan gerade auf Steam so weit aufkommt. Kann ich mir nicht erklären. Noch nicht. Ich hab's noch nicht gespielt, muss ich mir mal halten, aber der erste Blick drauf, oh mein Gott. Mojo, Frauge, Ruhe jetzt, bitte. Danke. I'm serious. Vielen Dank, aber das gelangt jetzt bis Februar 2028, okay? Dankeschön. Als da mich die Story von dem Spiel interessieren, Alter. Bereit zum Abflug, du Ungeil. Schaut eher aus, als da er eine Story interessieren, Alter. Sorry. Scheiße, jetzt habe ich meine Tastatur drüber tintet. So weit haben wir schon wieder. Okay, schauen wir mal, was das... Schauen wir mal, okay. Schauen wir im Boden ein. Waffen-Munitionscheck. Normale Pumpgun, passt. Zweite, meine Lieblingswaffen, passt. Energiewaffen, passt. Raketenwerfer und mein zweite. Hat alles aufgezeichnet. Der dunkle Fürst kann erst in seiner physischen Form getötet werden. Jeder, der sich das Recht auf eine Lebenssphäre im Sumpf verdient hat, darf das Luminarium passieren und die Sphäre benutzen. Sie könnten quasi jeden da drin aufwecken und die würden ihnen noch dabei helfen müssen. Okay, das schaut ein bisschen nach Arena aus, da wo man so ein bisschen Kämpfer so hört und ein bisschen Zusammenzipferei anfangen kann, aber irgendwie passiert nichts. Müssen wir hin, da müssen wir rauf. Wie kommt man da rauf? Wahrscheinlich wieder über irgendwelche glanzvollen Jump'n'Run-Einlagen. Let me have a look. Erstmal nehmen wir den Kanister mit, der ist einmal wichtig. Da kann man auf alle Fälle mehr aufspringen, habe ich schon gesehen. Aber wie kommt man da rauf? Das ist die allgemeine Frage. Ja, so mit Sicherheit nicht. Klang ich schon wieder! Was? Spielt zu leise? You serious? Oh, was ist ein bisschen lauter. Zufrieden? Besser? Besser? Die Frage ist wieder aufgekommen. Mann, ich mag keine Jump'n'Run-Einlagen! Ich will ballern! Da vielleicht von da aus um.
Ah ja, ich glaube, ich hab schon entdeckt. Was?! Da hol ich mir einfach so eine Zipfelheizung, die haben mich. Die Bloodmaker ist ein schwerer Dämon, der bei aktivem Schild unverwundbar ist. Während schwerer Angriffe sind die Schilde deaktiviert und der Kopf wird zum Schwachpunkt. Schieß auf den Kopf, um die Bloodmaker sofort zu töten. Im Kodex kannst du mir über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. Ah, da muss ich mit dem Scharfschützen muss ich jetzt Headshots verteilen in Doom! Muss ich jetzt Headshots verteilen in Doom? Ich möchte das nicht! Ah! Schauen wir, ob das mit einer anderen Waffe geht. Probieren wir es einfach mal, es hilft sowieso nicht. Wo ist der? Ja, aber... An den anderen, die vier. Ah! Oh, was ist denn der wieder für ein Hurensohn? Erst einmal im Motorsag auszipfen. So, wo bist du? Die sägen ja nicht einmal. Okay. Brauch normale 4. Das Viech ist ein richtiger Hurensohn! So, wir dämmen das jetzt ohne... Nur mehr ausprobieren. Raketenwerfer funktioniert auch. Nice to know. Ja, du Mistvieh! Ja, come on! Ah! Nice to know it. Makes me emblem. Okay. Okay. Jetzt müssen wir erstmal warm werden. Jetzt müssen wir erstmal, das war jetzt gar nichts, Alter. Das war jetzt... Aber das ist schlecht. Aber das ist schlecht. Also so richtig miserabel schlecht, Alter. Wo jetzt da hin, verstehe ich nicht. Da haben wir da was. Was ist mit ihm, Alter? Ja, da gibt's den lustigen Heilstrahl, der hilft gegen alles, Alter. Bist platzt.
Ist mir direkt Mund ausgegangen, Alter. Das war knapp. Maul halten. Die Dämonen bewegen sich jetzt frei durch diese Welt. Ohne die Khan Maker und durch die Erweckung des Icon of Sin wurde das Siegel gebrochen. Das ist Vega. Sie haben ihn auf Ihrer letzten Mission zurückgelassen. Nice. Easy. Warum geht jetzt der Laserstrahl wieder hin? Das war knapp, bitte. Mir fett mit der Pumpgun angreifen ist einfach eine schlechte Idee. Da kannst du sagen, was du magst. Du sollst nicht auf die Kleinen schießen, du Spacken! Oh Gott, jetzt gibt's schon wieder hart aufs Maul, ne? Ah, was tut denn der mit mir, ey? Ein ins Loch. That's what she said. Oh nein, nicht aufspringen! Ach, da ist das komische Geist. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Spring weg! Oder was weiß ich, was du tust, aber spring irgendwo hin, wo Leben ist. Gib mir Leben! Brauch Moon! Moon! Oh, die Viecher lästig, Alter.
weg. Ja, das mit der Energie geht doch nicht so gut. Wo ist ein? Wo ist das Mistvieh? Unter mir. Psst. Ah, das macht so dreckig viel Schaden, das Mistvieh. Oh, das wird noch richtig asozial. Oh, das wird noch richtig asozial, Alter. Oh, das wird noch richtig asozial. Oh, das wird noch richtig asozial. Headshot war billiger, ja, das ist richtig, aber ich muss meine Lieblingswaffen dafür umbauen und das mag ich nicht. Oh, du Hurensohn. Ah ja, kaum ist er allein, kann er nichts mehr. Birger, halt dem Mal, sonst wieder zu zweit kommen! Glitchy. Oh, das wird so richtig asozial. Das war die erste Stage und ich bin jetzt schon völlig am Ende, Alter. Das Game, Alter! Wo muss ich überhaupt hin? Was ist denn da oben? Da hab ich irgendwas gesehen. Gib mir das. Mach ich haben. Was ist das? Oh, leck, hast mich du jetzt der leck, hast mich du jetzt der Schreck, du asoziales Arschloch. Oh, leck mich da am Arsch, Alter. Wie hab ich die Waffen hergebracht, Alter? Ja, da mit dem schießt mir ins Gesicht. Das geht schon. Was ist denn 6, Alter? Was haben wir auf 6? Was haben... Boah, ich verstehe die Frage nicht. Ah! Der Dicke! Der Tentakelsepp! Ja, da müssen wir halt einmal so machen. So, dann nehmen wir ein paar Granaten rein. Ja, geht ihm schon. Kann nochmal mit der Dinger reinrotzen. Ja, ja, schön. Wunderbar. Wunderbar. Da muss ich den Baum zusammenhauen. Hey, was ist mit dem Baum? Warum ist das so grün? Ah ja, so ja. Sag doch hier, das sag ich mal. Birger extrem laut und das Spiel regelt sich laufend selber von der Lautstärke runter. Was? Da muss ich mir halt mal leiser machen. Mach ich mal leiser? So, Test. Ist das in Ordnung so?
Und dann spielen wir ein bisschen lauter. So. Wahrscheinlich, weil es laut ist. Besser so im Verhältnis. Look at me. Ich tue mir das weiter weg da. Dann sehe ich vielleicht auch einmal mehr. Was gar nicht schaut beim Shooter, wenn du mich fragst. Die scheiß Tentakel-Sepp, der aus dem Boden rauskommt, der Huren, Alter. So ein Wichser. Was ist mit denen hier? Ja, lauft's nicht davon, habt schon recht. Da die auch mit ihr. Erst einmal in der Mitte auseinanderschneiden. Slayer-Tore. Slayer-Tore sind optionale schweißtreibende Begegnungen. War das noch nicht schweißtreibend genug? Jetzt bist du viel zu leise, Birger. Leid, was ist los mit euch? Ich bin wirklich zu leise, ich glaub's euch nicht. Schweißtreibend. Dein Mom ist schweißtreibend, Alter. Munition und Extra-Leben, die in einem Slayer-Tor verbraucht werden, werden danach nicht aufgefüllt. Bei Abschluss winkt eine Unterstützungsrune. Jedes Slayer-Tor wird mit einem Slayer-Schlüssel geöffnet, der sich in der Nähe des Tors befindet. Lass mich in Ruhe, kann ich nicht. So, hab ich jetzt durchgeschossen. Oder drüber geschossen. Egal, nicht so gut. Ein bisschen Rüstung. Nice. Ist so in Ordnung. Passt perfekt. Das wollte ich. Was haben wir da? Was ist das? Also, Card. Who the fuck needs cards? I want a pang pang. I don't need cards. I want pang pang. Pang pang a lot. Sir Peng Pengerl! Was ist das wieder, bitte? Bist du betrunken? Ah! Einmal! Ja! Zweimal! Ja! Mund abputzen, weiter geht's. Was hilft mir das jetzt da herum? Wo kommen wir jetzt von da aus hin? Da oben, ich möchte sagen. Nein. Da war doch nur irgendwo ein Baum. Da hinten. Ich hab noch genau gesehen. Wo muss ich? Ach, da muss ich um mich. Ja, hab schon gesehen. Hops, sie haben schon der Loot. Die scheiß Jump-Run-Einlage. Ich bin mir nicht sicher, ob es die braucht jetzt. Kommt da gleich der Fettsack um sich führen. Ja, dann schmiert er sauber nicht. Au! Au! Was bringt mich um? Irgendwas hat mich jetzt umgebracht. Keine Ahnung. Mei, du mit deinem angesuchten Scheiß-Schädel, Alter. Warum ich da so behindert wegschaue? Kommt aber der Dicke, Alter! Was ist mit ihm? Wollte von der Seite einer slammen. So nicht, Alter. Zweiter Mal. Jetzt muss ich da mal. Ich höre mich nämlich selber nicht mehr und dann schreie ich mir an wie ein völlig geisteskrank, gell? Das ist ein bisschen. Oh, jetzt höre ich mich gut. Wie ist es gut? Ja? Ja, da hat halt der Dicke von der Seite nämlich eine Zipfe da. Ich mir denkt so, na, how about no? So, was haben wir jetzt da wieder? Soll ich da um mich fliegen oder was ist denn los mit dir? Wo ist der Baum? Irgendein Baum muss ich umhauen. Ich weiß genau wie. Was ist das da am Boden? Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin da um zu scheißen, nicht um zu denken. Was? Gehen wir da um, vielleicht kriegen wir da was Schönes. Schauen wir mal, ja, ein paar Raketen, ja. Der Dicke möchte aufs Maul, kann er kriegen. Da ist doch noch einer. Das ist nicht der einzige Dicke. Das ist der zweite Dicke, Leute. Ja,
Ja, Raketen to your face. Schaut's blöd. Oder Futzen. Futzen kann er haben. So, was das ist. Ja, der ultimative Zerpüppnis. Was genau ist. Ja, kann man sich einwenden. Springen. Bäume schenken. Ja. Oh, schon wieder. Komische Chance. Haha! Popo eine! I love this game. Smash the button! So, und jetzt? Wieder oben, oder? Verstehe ich nicht. So. Ja, geht schon. Dann nicht! Das war knapp. I'm a simple man, I see green button, I press. Oh, das stinkt schon wieder hart nach Jump-Run-Einlage. Ich höre mich selber so laut, dass es gar keinen Spaß mehr macht. So, die Frage ist, wo muss ich da oben? Das ist super. Was soll denn da? Moin hier. Oh, da gibt es auch was schön. Da springen wir. Das ist cool. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sagt Scheiß Hentai-Sepp! Jetzt hat er mich einfach reingewichst! Jetzt hat er... Du Hurensohn! Du Hurententakel! Muss man doch auf die Map schauen vielleicht. Schau mal, da ist der komische Schlüssel, da ist der andere Scheißdreck, braucht da ist kein Mensch nicht. Was haben wir da? Wo müssen wir hin? Ja, das ist schon der Plattformer. Das da unten haben wir uns gerade geholt, glaube ich. Müssen wir schon da oben hin. Wir werden uns nichts anderes zu überbleiben, so der Ibis ist. Aber ich sehe nicht recht genau wo. Hätten wir nicht da oben springen sollen? This doesn't make any sense at all! Oder haben wir einfach wieder ganz hinten? Was ist das für Scheiß? Brudi, was ist das für Scheiß? Ich verstehe. Nichts gegen Hentai, du Züpfi. Alles klar, Mr. Weed. Springen wir nicht da oben. Two up, verstehe die Frage nicht. So, ich habe jetzt ein Lied da. Okay. Nein, aber ich mag nicht Super Mario spielen. Two up, größer one up. War recht, das? Gehen wir mal da her. Da müssen wir hin, da müssen wir das nicht laufen. Schauen wir mal, sehen wir, wie das wird vorher gehabt, oder? Ja. Okay, und dann holt's noch ein paar Sekunden. Road. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy! Shotgun to the face! Da ist schon wieder das! Da ist wieder... Ja! 4 Teile schnipsen und dann geht das ins Selbe. Ja. Ja. Was ist denn da wieder? So hält man den Schädel, wenn sie mir voll durch. Ah, er ist krantig. Hier geht mir schnell ins Gesicht. Au. Ah, das ist der zweite Grantiger. Ah, die haben alle so grantig. Ah, warum hat alles so grantig? Stop being so angry to me. Nicht bemüht. Also vielleicht einmal so fürs Grundverständnis nebenbei. Mal so ein bisschen Insiderwissen. Ja, für Leute, die das Spiel nicht kennen oder vielleicht zum ersten Mal zu schauen oder das generell vielleicht noch. Boah, was ist denn das für ein soziales Scheiß? Was jeder Bossraum auf diesem Planeten aber noch kommt, weiß der jeder rührt, Alter. Jeder weiß, was los ist. Jeder, der schon mal ein Spiel gespielt hat, weiß, was geschlagen hat, wenn er einen sicheren Raum sieht. Weißt du, wenn ich gerade so super tiefenentspannt da irgendwelche super Storys erzählen, wie toll, dass ich irgendwie da Sachen machen kann, dann sehe ich den Raum, muss innerlich brechen. Was sind wir dabei? Ah, da müssen wir drauf machen. Okay. Au!
ist jetzt da unten? Dann reißt er das auch nicht. So nicht. Ja, ist ein wenig dick, genau. Aber der Speckel kommt von Graben. Du kannst nicht einfach hergehen, die Fett. Wo springt? Spring halt auf, wie du Trottel. Wie dumm bist du. Unglaublich. Ja, oh, das wird richtig asozial. Jetzt kommt dann nämlich das Golden Viech. Ja, da dürfen wir dann trinken. Auf der Moon. Ja, schnell mit dem Fetten in der Mitte. Au! Wo ist das Ding? Nein, du mit deinem Drecksschädel, Alter. Du kehrst auch 10 und auseinandergeschnitten und was weiß ich, was Neues ist. So eine neue Situation. Aber leck, Alter, warum das nicht? Wo ist der Fette jetzt? Wo ist der Fette? Konzentration jetzt, sonst müssen wir auf Scheiße. Aber morgen hier eigentlich immer. Wir gehen ja wieder einen Wind durch. Also, vielleicht gehen wir jetzt nochmal, bevor es richtig losgeht, locker flockig da drüber schmatzen. Ich tue das da nicht so Gaudi. Also, das da zum Beispiel, ja, so ein Finisher, das da. Und Reise im Dormus und HM das tue ich nicht, weil es so geil ist, weil es schon auch, das macht schon Spaß, so ist es nicht. Aber da fällt immer ein kleines Funzel Munition und ein kleines Funzel Energie aus. Und die sind dringend notwendig, so wie wir das sehen. Und wenn ich die Viecher so anzünden mit dem Flammenwerfer, dann mache ich das nicht so Gaudi, sondern weil wenn ich es dann umbringe, währenddessen sie brennen und währenddessen ich draufschieße und sie brennen, fällt Rüstung aus. Und das ist auch mehr als notwendig, wie wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und das ist so die Mechanik dahinter, warum du da permanent im Flow bist, mit Viecher zusammenschießen und eigentlich nicht davonlaufen kannst, weil du Energie und Munition nur aus Viecher kriegst. Verstehst? Natürlich ist es ein netter Nebeneffekt, dass sich das ultra fett anfühlt, ja, und der Sound auch voll fett passt und das Waffenfeeling einer der geilsten Waffenfeeling in der Shooter jemals ist. Obwohl mein Verständnis über die Systeme dieser Welt unbegrenzt ist, fehlt mir die Möglichkeit, die Dämonen zu entfernen und das Nichts zu versiegeln. Ohne Gestalt bin ich nur eine Präsenz. Ich habe keine Erinnerung an mein Selbst. Ich denke... Jetzt weiß ich ja wieder, warum ich mich anders steuere. Ihr seid lustig, warum sagt's nichts? Na 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 la 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 la. Besser? Zufällig? Oder schlechter? Oder so wie normal zumindest? Ja, nein. Ich glaube, es ist besser so, oder? Nice. Was war jetzt? Meine Essenz aus der Sphäre könnte mich gänzlich wiederherstellen. Er weiß nicht, was sie in den Sümpfen getan haben. Vielleicht denkt er, sie wollen ihm helfen. Schau ja, dass mir die irgendjemandem helfen. Weißt du, warum schaut das aus wie eine verdammte Gangschaltung? Links oben, erster Gang,
Links und so. So, was ist jetzt das da? Ein Riesenkanon. Kann ich mir da selber einschießen? Oder was ist der Plan? Sag was du tun willst. Du kannst drauf jetzt. Du kannst stärker. Du kannst stärker. Was muss ich denn hier, ne? Was ist das von dir? Ich spring jetzt einfach mal da rein. Ich weiß es nicht. Schaut gut aus. Guck mal rein. Das war's wahrscheinlich. Aber war wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, was passiert jetzt. Okay, das war absolut über... Was? Birger, du bist viel zu leise. Das kann jetzt natürlich sein, weil der Kompressor natürlich jetzt tut, was er da soll. Und allgemein alle Sachen tun, was da sind. Bin ich jetzt wieder lauter? Ist jetzt wieder alles cremig? Ha? Hello, hello. Nice. Besser? Mein Gott, diese scheiß Soundscheiße. Immer dasselbe. Wenn ich ein Video mache, stehe ich alles so und baue irgendeinen Scheiß zusammen, damit es besser ist. Was dann überhaupt nicht ist. Was ich mir wieder gedacht habe. Ich weiß nicht. Der gute Kompressor, der regelt das. Ah, jetzt Junge, voll den schönsten Kompressor ein, dann ist jeder cool. Was ist mit dem Dicken jetzt da? Der wird doch jetzt bewegt da und was irgendwas. Ah, jetzt macht der schaut nach Schlägerei aus. Du schaut nach Schlägerei aus. Ja, gib den. Und reißt mir das Herz aus und gib es zum Fressen. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht, aber ich glaube, du... Und wir springen jetzt mal nicht da oben ins Nirvana. Das ist mir das Allerwichtigste, dann setzt man die Fresse, dann schießt man da noch in die Fresse und dann... Was haben wir da jetzt? Ja, das werden wir jetzt nur dumm kommentieren, dann können wir so viel aufs All. Wen haben wir da gefunden? Gib mir heute mal einen Mut, du Huren! Ihr habt's noch abblinken gesehen. Ihr habt's doch abblinken sehen, oder? Das hätten wir besser machen können, Birger. Gell? Da hätten wir uns jetzt auch ein wenig mehr Mühe gehen können. Und vielleicht nicht so Blätter herschmerzen, dann kommt vielleicht auch so ein Kampflasse zu Pferdern. Okay, Konzentration. Kriegen wir schon. Stehst einmal in den Modus 2 Sekunden zurück, wahrscheinlich stimmt. Lass mir zu dem Fetten hin. Gibt der eigentlich eine Rüstung oder gibt nur einen Hund? Die gehen wir fuchsen. So, ist jetzt der mal... Jetzt meine ich, müssen wir da mal den Robert einfach kommen. Genau. Ja, den nehmen wir da. Der Autos. Das ist da. Ja, immer schön in Bewegung bleiben. Dann geht's. Jetzt müssen wir irgendwas auseinandersagen, weil wir haben keinen Mund. Kann ohne mein Lieblingswaffen gehen, irgendwie. Was futzt mich denn da schon wieder so? Diese drecksunsichtbaren Rotzviecher! Ich bin fast schwierig. Ich weiß nicht warum. So 100%. Ja, dann rotzt man. Rotzt man so, ey. Nein, gib mir eine gescheite Waffe. Lassen wir uns da schon wieder so ins Ekerlei sperren, das ist auch nix. Da war Dicker, ich hab ihn genau gesehen. Wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Oh Gott, da ist der. Na ja, der macht so viel. Das ist ein sehr Arschlochvieh, oder? Der wird uns noch sehr viel Nerven kosten.
Nein, das springt mir ja ins Gesicht! Verpiss dich! Hackbotzen! Jetzt pass auf, ich finde mit dem Ding ist einfach am einfachsten. Wie das Arschloch. So, warten, bis der Kopf fällt. Not how it works. Ja, ihm ins Gesicht springen ist eine ganz schlechte Idee, weil er dann einfach zuhaut. Würde jetzt die anschlagen. Jetzt will man nur mit dem. Zucker. Zucker, Leute! Zucker! Oh Gott, oh mein Gott, da jetzt ist ein Ding irgendwo. Oh, leck, jetzt ist irgendwo ein Totem. Alter, Totem ist der Tod. Ich wollte mal vorne kurz reingehen noch! Das ist schon nicht, das ist schön. Oh, da ist noch einer. Oh, wie asozial bist du, Alter. Warte mal. Wo ist das Totem? Ist das da rechts vor mir hinten? Ist dieses Totem oder ist das da hinten? Ja, Entschuldigung, ich muss mir besonders. Ich hab nicht jetzt was ist. Ah, was ist. Nein, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Du die Waffe weg! Dann kriegst du mit der Rakete nicht schon. So, dann gehen wir brav da rein. Wo ist jetzt das miese Viech? Wo ist das miese Viech? Ja, dann schützt er natürlich auf den Zombie-Arschloch, das davor steht! Gützi, fix nochmal! Ja, der kann nicht mehr sitzen. Was ist da für Fensterscheiben drin, Alter? Was? Du, den Deppen jetzt da weg, weil ich wahnsinnig wird! Kim! Ja, jetzt! Zeit wird's! Check schon! Ja, toll! Oh Gott, das ist gerne da! Oh mein Gott! Laufen wir. Kim, laufen. So, der wird. Ja, jetzt kommt Kim. Gerade im Augenwinkel links unten habe ich es gesehen, dass ich kein Leben mehr habe. So, wir waren. Von ganz vorn.
Wir brauchen diesen Headshot-Ding auf 6. Das heißt, Steuerung, Belegung für den Slayer anpassen. Wir brauchen Balliste auf 6. Fakt, ich hab für Path of Exile das Ding umgestellt. Das ist das Problem. Muss ich mit dem Maus programmieren, hilft nicht. Hilft nicht? Das hilft jetzt nicht. Kinder, da müssen wir durch, weil ohne kann ich nicht spielen. Wir müssen das Ding wegheadshotten, weil mit allen anderen Waffen ist es einfach ein Witz. Jetzt pass Obacht, da machen wir jetzt ganz einfach 5 und 6 draus. Da machen wir jetzt halt nicht mein Flask draus, sondern einfach ein 6er. Die Frage ist, Hotkey erstellen. Drücken Sie eine Taste. 6. Okay. Apply. Und okay. So, das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich mache das mit meiner Swarm-Software, die bei der Maus dabei ist. Jetzt, wenn ich da an der Seite drauf drücke, ist 6. Das heißt, wir haben die Balliste auf 6 und mit dem schießt man den Mistviech in die Fresse. Ja? Das ist das Ding. Das ist, glaube ich, Kuppel ausdroschen um einiges effizienter. Wo ist die Scheiße? So, jetzt besser. Malöten. Mein Gott, überall Geschichten! Ich bin schon wieder total durch den Wind, Alter. Da kommen wir schon wieder. Ja, dann sind wir halt Bio. Haben wir schon wieder fast Bio. Das ist wirklich, also... Was fällst du denn da? Ja, die Däfen. Nein. Was tut man gegen die gleich wieder? Was ist denn gegen die Waffen gleich wieder? Was wird, dass man diese Aufdecker-Scheiße damit diese Hände holt? Oder einfach die Augen aufmachen wahrscheinlich. Wunderschön. Ja, komm jetzt mal irgendjemand aus dem Anschreiben und komm umgehen. Nicht auf 5 drücke, sondern auf 6. Alter, wir werden mit 4 Minuten chillen, du hast mit 4 Minuten chillen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder das... Wo war das Scheiß? Da müssen wir jetzt schnell schauen. Und rechts hin. Wo war das Scheißdrecks-Totem? Ja, ist das jetzt mal woanders? Ne, das ist schön, die Richtung. Schon wieder ganz hart. Stopp. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf den 2er drücken? Da.
geht doch. Ha? Nimmst du mal die Ballisten her, Birka, schießt dem Mistvieh bitte einmal in das Gesicht hinein, dann sagt das Mistvieh und stirbt halt. So wie es soll. Ja? Und nicht, wenn du mit einem Raketenwerfer da reinschießt, du Volldepp. Schlau, Pierre, bist du schlau? Immer bist du schlau, Depp. Ja, bist du überhaupt nicht! Volldepp! Ja, drück am Knopf jetzt! Fix Lettner, da muss ich da jetzt noch mehr aussehen, oder was? Da drin, bei der Rüstung liegen. Komische Kuh ist mir scheißegal, wo auf jetzt. Ich muss jetzt noch mal da kämpfen, oder was? Ich hab keinen Mund mehr, schau mich an. Denke ich mir mal. Was haben wir da? Was ist das andere? Und jetzt? Die Richtung müssen. Da oben ist auch irgendwas. Das ist genau der Loot. Ob's genau der Loot, was ist denn das? Ist mich. Ja, was, das ist also eine super geile Map, oder? Zurück aus. Da irgendwie. Hey, nice. Wahrscheinlich da, Alter. Okay. Und jetzt? Was ist. Ah, was ist jetzt? Was ist denn das wieder? Was ist das wieder? Bin da! Das ist falsch! Bling, bling! Oh, jetzt hast du nice. Buch der Seraph, Teil 11. Ich glaube, ich habe noch keine 2 Teile gesammelt, die habe ich heute gesammelt. Knepfall drücken bitte dann. Du willst die Ordnung meiner Welt wiederherstellen. Die Dämonen sind an der Macht und bedrohen meine gesamte Schöpfung. Er weiß wohl nicht, dass Sie die Sphäre des dunklen Fürsten haben. Oder das nicht schon mal gesagt? Ja, schauen wir dabei, oder? Nehmen wir das mit. Wichtig. Entscheidet über Leben und so. Du machst du doch nicht. Oh, den Dicken interessiert mir scheiß Ballisto überhaupt nicht. Ja, geht's mal im Mund. Gib mir irgendwas, was ich in anzeigen kann. 4 Leben! Kann man mal machen. Nase kratzen und dann vielleicht nicht in das Gesicht von den Dicken einspringen, das war auch eine echte Überlegung. Was ist denn sein Problem, Alter? Oh Gott, da gibt's aber Dicke. Oh, jetzt wird's asozial. Das ist nicht gut, ich brauche einen Zombie. Ja, bitte danke, einen Zombie brauchen die Raketen. Ja, geben Sie mir die Raketen und den Dicken ein Mahlzähnchen. Nehmen Sie bitte mal den Dicken vom Platz, ja. Dann dich noch mit und dann... Du hast wieder schön geredet. Mein Gott, der Tentakel-Set, wo kommst du? Du bist der mehr, oder? Raketen. Ja, habt ihr schon erlöst. Die Grün. Fällt mir die fest und dann warten wir, bis du explodierst. So, haben wir natürlich nicht, dann kommen wir so ins Gesicht ein.
Hilft mir sowieso nicht, dann schneiden wir das Krieger lassen und stecken wir da irgendwo ins Gesicht und dann passt das. Ja, das ist klar, dass du jetzt natürlich daherkommst. Schub's mich nicht, du fetter Wichser! Wo ist er? Das war kein Headshot. Zupferbiegel. Doch, also Problem. Die Ballisten, wenn das Ballisto ist, kann. Stimmt, ich hab ja auf. Hab ich nicht auf jetzt Schwert? Hab ich nicht eigentlich ein Schwert? Das dauert eigentlich gar nicht so lange dauern, das umzuschalten. Okay, schaut noch massiv der Schläger aus. Was ist das da? Du, das nehmen wir uns hier jetzt aber nicht, gell? Das nehmen wir uns. So. Wir sehen nicht schön, dass es keine trifft. Was genau wird jetzt eigentlich gefressen, dass ich so schnell bin? Rudi, was geht? Oh, ja, wieder. Geh weg von mir. Ja, gehen Sie bitte um. Das geht nicht gut aus. Geht nicht gut aus. So, das geht nicht gut aus. Geht nicht gut aus. Geht nicht gut aus. Sieht aber schon gut aus. Kritischer Schaden. Kritischer Schaden ist schön recht. Ja, ich hab nur noch kritischen Schaden. Das ist viel. Aussehen und nach einem Riese rechts, aber wahrscheinlich müssen wir erst da hinten gegenüber die anderen Klappen freiballern, so wie ich das sehe. Können wir machen. Was ist das? Das ist nicht okay. Was ist das Gelbe da? Was ist das? Oh mein Gott. Das sind die letzten Viecher. Das sind die letzten Drecksviecher auf dem Planeten. Und die kommen jetzt zu 8. I like. Kriegen wir schon hin! Den haben wir jetzt am Reisgranat ins Gesicht, dann geht's schon. Da war so noch. Da war so noch. Was tut denn das Game da? Was ist das? Das ist ein Charge, oder? Oder mit denen ich mir überhaupt nicht glaube.
Alter, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Null. Also null. Die haben mir das Leben so schwer gemacht gegen den anderen, gegen den Augenboss. Das sieht das ganz aus, wa? Kann man die von vorne gar nicht. Kann man nur von hinten. Das wird ja eh. Deswegen liegen da die Jobstänge am Auto. Nein, hat's hier richtige Fotzen, Kruzifix, Mann! Ja. Die haben da hinten so kleine Schornspitzen. Und da muss eine weggehen. Die muss quasi an. Das ist nicht so. Du musst quasi an Wind chargen lassen und dann kannst du das von hinten im Schwanz einschießen und dann richtige Arschlochfiege. Blutschlag, der killt die sofort. Ja, aber der hat ja auch Aufladezeit, oder? Der ist schon auf. Ja, das sagt sich ja gerade zum Arschlecken nicht, gell? Ja, ist nicht so schlimm. So, jetzt pass auf, wo müssen wir noch hin? Schaut aus, als wäre da der Endboss drin, hä? Das heißt, was müssen wir jetzt da noch da? Schau mal, wo ist der Zeiger? Wo ist der Zeiger? Zeigen Sie mir. Meine Karten ist auch so was von miserabel schlecht. Merkt sie nicht, wo man hinschaut und was weiß ich. Wahrscheinlich jetzt hinter mir da geradeaus eine oder da dazwischen. Da hätte ich ja gesagt, eigentlich, aber ich weiß nicht. Ach, die gelben Pickups sind nicht der Charge. Ich schaue die ganze Zeit falsch. Moment, das zeige ich jetzt schnell, weil sie das die ganze Zeit nicht sagt. Ich tue mir da jetzt da einmal so in den Tee. Da unten, hoppala. Da unter mir, da sind zwei so Sachen zum Aufladen. Einmal mein Super Punch, das lädt das Ding auf, und dann habe ich mein Charge, also das da. Ja, zweimal zack, zack, und dann habe ich den Super Schlag, wo es dann ein Viech halt ultra Schaden frisst. Und das vergieße ich gerne. Ja, ich tue mir jetzt da wieder oben, weil sonst kriegt ihr wahrscheinlich ein kleines Vögelchen. Wobei das Ding ja nicht so wichtig ist, vielleicht ist nur Leben und Schädel wichtig. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Da müssen wir wohl wieder. Was passiert dann? Da kommt da so ein Ding runter und dann? Ich probiere mal was. Dann kann man sich da einhauen. Ja, okay. Schau so. Was genau passiert? Was passiert, wenn ich da drauf habe? Ich verstehe es nicht ganz. Nein. Ich glaube, wenn ich da
draufhauen, geht das Jump-Head an und dann muss ich unterm Springer da draufschießen. Ja, okay, probieren wir es einmal. Laut den Korax-Tafeln führt der Tod des dunklen Fürsten zur Zerstörung aller Dämonen außerhalb ihrer Heimat. Jetzt schaut es nach Endboss aus, Kinder. So, wie viele Schuss haben wir für unser Supergun? Wie werden wir das mit? Die müssen wir auch mit hernehmen. Ja, das war vielleicht nicht schlecht, wenn wir die mit hernehmen. Aber kann der Endboss sein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es asozial. Erstmal Pumpgun noch los. Das ist das erste, was ich dort habe. Ekelhaftes Drecksviech. Magst du schmufen? Mir war es wurscht. Oh, du schaust nicht nett aus, oder? Schauen wir mal, was er so in Phase 1 hat. Er kann sich teleportieren. Okay, und ich kann ihn mit der Raketen zurückschießen. Okay, da haben sie komische Augen. Hat es die zwei Augen, die man... Phase 1 ist normalerweise aber nicht so das harte Problem. Ich hab nur rein. Stress. Ja, wenn man mit dem Raketenwerfer auf ihrem Ziel dann... Den braucht man auch nicht nach, immer mehr gegriffen. Machen die Overall-Flächen hier nicht schon? Wenn Samuel seinen Geisterschild aktiviert, dann tötet die Geister, um ihn verwundbar zu machen. Also das ist richtig asozial. Ja, richtig. Das ist erst Phase, wahrscheinlich noch nicht einmal Phase. Das ist jetzt wahrscheinlich jetzt die richtige Phase 1. Das ist... Oh, Wald, der war überhaupt nicht schnell, du Fotzenviech! Okay. Einmal rausziehen. Ist aber schon. Das kannst du mir sowas von Scheiße bieten, ne? Man muss den Geist auch noch killen! Werde davon gehen! Das hab ich jetzt verbleibt. Ich bin nicht ein Depp! Ich bin nicht ein Depp! Ganz purer Depp! Nun. Oh, welch Gnade! Ich darf in die Phase anfangen!
Nice! Oder die ist viel zu groß. Geht nur schnell. Der geht nur schnell. Okay. Ja. Wieso Robin? Warum? Ah, fuck, mein Kommune. Ich auf der Scheiße. Stirbt Sau. So, in Wien schlüpft mir jetzt wieder ein. Brauchen mehrere Munition, dass ich den Geist wegkillen. Smile! Schwack! Oh mein Gott, was können wir jetzt für eine Scheiße scheißen? Was ist diese? Okay. Oh Gott, was gibt jetzt? Oh, was ist diese? The floor is lava! Okay, wenigstens darf ich in den Phasen noch fangen. Das ist ja mal richtig. Hab schon verstanden. Das wechselt halt die ganze Zeit nicht. Mit den Viecher kann ich mich theoretisch für immer in der Luft halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da können wir jetzt wieder nicht. Nice, mega, nice. Very nice. Ja, ja, was ist das? Ich weiß nicht, wo war nicht so ganz. Wo soll das sein? Okay, die Blüten fallen.
Was passiert denn? Ich komm nirgendwo mehr hin, das ist scheiß Zeitlupe! Dass wir uns vielleicht dann mehr auf ihn konzentrieren, anstatt auf die gelben Arschlöcher. Das ist also Option. Aber wir vergessen Munition liegen und ja, vielleicht nicht ins Vieh reinchargen, du Trottelbirge! Und schon haben wir wieder 3 fertig. Konzentrieren, nicht auf das. Ja, das wird ganz schlau, ja, Konzentration. Gut. Okay. Ja, logisch. Oh, leck, oida. Konzentration. In der 2 Sekunden kriegst du so krass aufs Maul, dass du immer weißt, was du heißt.
er kommt halt immer wieder, gell? Nein, jetzt holt er mich fest! Wie viele Phasen hatten der? Er war mein Diener. Gesund oder nicht mehr? Ich befahl ihm, mich von diesem Ort wegzubringen. Wie der Herbert schon schreibt, dass das gewesen sei. Ja, genau. Es ist nicht notwendig, sein Leben zu beenden. Diese Mission hier Stiegen ab den Fotzensepp. Ja, genau. Jetzt kommen wir dann das Planetengruß wahrscheinlich. Also das kann es nicht gewesen sein. Niemals nicht. Ja, der finstere Raum schaut schon eher noch Die Konsequenzen Final all Format. deiner Taten hier sind unwiderruflich. Und das Ganze jetzt nochmal im Dunkeln. Oh Gott, was kommt denn jetzt, Alter? Reisinger, merci für den Zwickel. Reisinger, merci für deine 25. Ich hab's übersehen. Ich bin vollkommen... Hast du gesehen? Alter, ich hab dich noch nie so konzentriert bei der Sache gesehen. Liebe Grüße von der Frau und mir aus dem Nachbarland. Merci dir, da sagst du der Frau einen schönen Grüß. Fipsi, merci für den Euro Aeroflex, merci für den 5er Birko, merci für deinen Zügel Schweizer Franken. Sänger, merci für den 5er Black Cat Queen, merci für deinen 5er Mojo und Frauge, den hab ich schon gesehen, das war 50er. Dankeschön, Alter. Dankeschön, Leute, es tut mir so leid, ich bin sehr fokussiert, das Spiel ist echt schwierig. Aber genau richtig schwierig, ja, es ist machbar. Der Augenboss, wo wir letzte Woche gemacht haben, sag ich das, da hab ich, nein, da erinnert mich die Charger an, da hab ich keinen Bock mehr, Drecksvieh. Der dunkle Fürst ist der Anführer der Armeen der Hölle. Kein König, sondern ein Krieger des Schattenreichs. Nur der Unerbittlichste, der Stärkste unter ihnen, kann die Dämonen beherrschen. Das bin ich, oder? Wer bist du in ihrer Welt? So wenig können wir sehen. War aber... Da waren schwierigere Stellen, die Missionen drin wie der Endboss. Also der zweite Boss war weit schwieriger wie der. Und weißt du, was das die einzige Schwierigkeit an dem zweiten Boss mit den Augen, mit den Kisten letzte Woche war? Dass du erst das eine Auge runter hast schießen müssen, dann das andere und dann gegen beide. Und wenn du dann gestorben bist, hast du nochmal verfahren müssen. Das da bei dem Boss jetzt hätte auch ewig dauert. Es hätte ewig dauert, wenn wir da wieder von komplett vorne fangen müssen. Ansonsten, was soll ich sagen, Alter? Doom ist nach wie vor der beste Singleplayer-Shooter, den ich seit langem gespielt habe. Ich weiß schon, ich darf mich, ohne dass es keine Werbung mehr ist oder sonst irgendwas, darf ich mich nicht positiv über irgendwas äußern. Das ist mir scheißegal, Alter. Das Spiel ist brutal gut. Wer Bock auf Shooter hat, wer schnell Shooter mag, um Gottes Willen, ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten kein so ein
so ein Feeling in einem Shooter mehr gehabt wie da. Der Flow, wie sie das hingebracht haben, so geil. Das habe ich aber vor einem Jahr schon gesagt, bis es gekommen ist. Im April, glaube ich, ist es gekommen, oder? Wann ist es gekommen? Wann ist Doom Eternal gekommen? Letztes Jahr im April, glaube ich. Da habe ich da schon gesagt. Und was halt krass ist, wie krass man da mit seinen Aufgaben wächst. Ja? Der eine, normalerweise ist ein Marauder echt lästig. Ja? Ein Marauder ist normalerweise am Anfang denkst du so, du bist echt ein Wichser. Dann hast du aber da irgendwann einmal 2 gleichzeitig. Ab dem Zeitpunkt, wenn du die 2 hast, ist ein einzelner Marauder lächerlich. Du wartest bloß noch bis er blinkend schießt und mit die Fresse bringst und fertig aus, Arme. Der Endboss bist du selber, jawohl, das hört sich dann noch an, dass steht ja auf dem DLC, The Ancient Gods, steht ja Part 1, glaube ich, sogar dabei. Also es kommt der zweite DLC und wenn der noch schwieriger ja, das war jetzt der mittlere Schwierigkeitsgrad, ja, dann ist es halt echt Feierabend, dann wird es alt für den Scheiß, sorry, was ist das? Tja, ansonsten kann ich nach wie vor nur wieder sagen, aber zack ist er. Also er ist schon schwer. Leck mich am Sack, er ist schon schwer. Hab natürlich auch Jahre gespielt gehabt. Und ich spiele zwischen die Mittwoche jetzt da, spiele ich nicht, gar nicht. Wie lange haben wir jetzt gebraucht für den DLC? Gute 5 Stunden. Gute 5,5 Stunden. Das ist in Ordnung. Was hat er gekostet? Was hat der DLC gekostet? Ich weiß es nicht mehr. 15 Euro. Aber komisches Ende von dem Spiel. Herr Florian Spalter, so auf alle Fälle recht. Das war jetzt komisch, ich habe eigentlich wirklich jetzt gemeint, jetzt gehen wir in den dunklen Raum ein und dann kommt so Doom-typisch das Überriesenviech als Endboss. Dass das jetzt der Endboss war ein bisschen... War ein bisschen wing. Ah, das war ein bisschen wing, muss man sagen. Naja. Muss man sagen, aber im Grunde... DLC war es wert, DLC macht Spaß. Ich habe mich auch null damit befasst, mit irgendwelchen Collectibles, mit einer noch schwierigen Schwierigkeitsgradstufen mit und so weiter und so fort. Ansonsten Doom geil aus. Nein, Waffen hätten es bringen können. Ich weiß zwar nicht, was man noch braucht, aber ich weiß es nicht. Was kann man da noch, ich weiß nicht, was man da noch einbauen kann. Da haben sie sich ein bisschen selber ein Ei gelegt, glaube ich, weil was kommt noch Doom Eternal, was möchtest du noch machen? Das ist für mich das ultimative Doom. Das mehr geht nicht, Alter. Der Nixco schreibt, aber ist ja Part 1, was im zweiten passiert, weiß keiner. Der wissen wir auch nicht. Im zweiten DLC werden wir mit Sicherheit spielen. Wann der kommt, keine Ahnung. Ich tippe mal auf Oktober irgendwann. So, dass halt jedes Jahr irgendwas kommt. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Press F für den besten Shooter der letzten Jahre. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir schmerzen jetzt noch ein wenig. Vor allem, was wir nächste Woche spielen. Dann am Sonntag kommt ein Video, habe ich schon gesagt. Ja, so ein Mini 100k Special. Das ist eine Fortsetzung von etwas, was ich einmal angefangen habe, aber nicht zu Ende gebracht habe. Ich bringe es ja jetzt wieder nicht zu Ende, aber ist egal. Eigentlich wollte ich ein anderes Video machen, mittendrin einfach, aber egal. Auf das habe ich mehr Bock gehabt. Naja, ansonsten war jetzt dabei auch nichts, was zu tun noch anzufügen, glaube ich. Da hat mein Video auch nichts damit zu tun und so weiter. Press F für die Bethesda-Hinweise, ja, das ist die allergrößte Schweinerei seitens Bethesda. Wie laut bin ich eigentlich im Vergleich zur Musik? Kann man das... Machen wir das vielleicht mal ein bisschen leiser oder so? Und ich mache meine Musik auch ein bisschen leiser, damit ich nicht so umeinander blären muss wie ein Volldepp. Abspann lassen wir da, gehört dazu, immer was wir durchgespielt haben. Das lassen wir nicht nehmen, dass wir das auch durchspielen, egal wie schwer das ist. So, jetzt bin ich dann da und jetzt Startbait. Nein, heute war es wirklich schon wieder mehr als 25 Mal genug, Alter. Mr. MC1 Bitbuddies, merci für dein geiles Burger-Bun-Rezept. Nur mit dazu, das hab nicht ich erfunden, das Rezept. Das ist mal amtlich. Ich bring's bloß unter die Leute. Experimentiere seit über 5 Jahren umeinander. Unbefriedigend, Kruzifix. Ja, ich hab nicht viel experimentiert, ich habe einfach so lange gesucht, bis ich was ausprobiert, bis ich was gefunden habe, was geil ist, und das waren die geilsten, wo ich gefunden habe. Weiß man schon, wann How to Pulled Pork kommt? Irgendwann Richtung Sommer vielleicht. Vielleicht probiere ich da mal was anderes. Auch wenn's mir die halbe Sauabel wegfressen. Merci, habe ich dir. Alter, 20er ist 2 und du weißt es. Vielen herzlichen Dank. Und freut mich natürlich, dass du die Bands down und so weiter und so fort. Das war für mich auch eine Offenbarung.
Gibt nur es gibt eigentlich nur ein einziges Bun, also Burger-Semen Ding, die du fertig kaufen kannst, die richtig gut sind. Und so dumm wie sie die so hört, sind das die vom Edeka. Die von Edeka selber. Originale Burger Buns. Sind, finde ich, die einzigen, die wirklich passabel sind für das günstig und Dings sind. Die typischen Hamburger Semen, die wo du so kaufen kannst, haben totaler Rotz, weil die alle auseinanderbräseln und totaler Scheißdreck sind einfach. Nur zumindest das Toast ist, kannst du wegschmeißen. Dreck. Da geht ja die nicht so, schreibt. Sau gut gespielt. Bürger gibt's eigentlich bei Doom keine Rüstungs-Upgrades. Im Prinzip ja, glaube ich schon. Es gibt ja so einen Skilltree im Prinzip, diesen Kreis, wo man Sachen freischalten kann im Hauptspiel. Aber das haben wir gesehen, ich glaube im allerersten Stream vor 2 Wochen, dass da alles freigeschaltet ist. Im DLC ist einfach alles freigeschaltet. Also ich weiß nicht, ob da ist mit Sicherheit auch irgendwie eine Rüstungskapazität Anstieg dabei und so weiter und so fort. Bei jeder Mitgliedschaft tanzt wieder der Zombie. Im Ernst? Und ich höre ihn nicht. Leute, wer in der Zwischenzeit Mitglied geworden ist, I press F. Ja, Bethesda möchte, dass ich R drücke. Du kannst mir mal Bethesda. Wer in der Zwischenzeit Mitglied geworden ist und ich hab's übersehen, es tut mir so leid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Welcome to the Squad, Alter. Ist ja sowieso klar. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Was hat mich da wieder aktiviert? Wahrscheinlich Alerts Twitch und nicht YouTube. Warte mal. Machen wir mal so, vielleicht geht das. Habe ich mich verdruckt. Der Hülkenator schreibt, kommt demnächst eigentlich mal wieder ein gescheites neues Spiel raus? Ja, eben nicht. Das ist also ein bisschen ein Hauptproblem. Normalerweise ist jetzt so die Zeit, wo Spiele normalerweise kommen. Aber es gibt nichts. Das nächste ist im Mai. Das ist in 3 Monaten. Ne? Ich glaube, am 7. Mai kommt Resident Evil 8. Natürlich werden wir das sprengen, aber sowas von. Die Frage ist halt, wie viele Leute sind wir dann, weil ich bin guter Dinge, dass am 7. Mai der Lockdown vorbei ist. Ja, und dass man wieder einigermaßen so fast so wie früher aussehen kann und so. Und ich glaube, das Erste, was da jeder tut, ist aussehen und so. Anstatt mir beim Streamen zuzuschauen. Kann auch durchaus passieren, dass ich da mal eine Woche oder 2 auf Streamen auslasse und sage, fickt euch Leute, ich gehe in den Biergarten. So schaut es nämlich aus. So, jetzt müssen wir mal kurz einmal am Arsch kratzen. Sag mal, wie lang dauern die Credits? Ja, Bethesda, das war eigentlich schon genug. Den Rest schauen wir uns nicht mehr an, weil ich habe gehört, der Rest ist für diese Dings da verantwortlich. Da, wie man sagt, Collectibles, null gesammelt, überhaupt nichts, was das eben ist. Stefanie B., Steffi, irgendwo hast recht, ja, so draußen, aber so einmal zum einen einmal nach dem Winter ist draußen schon ganz geil und dann noch dazu noch 5 Monate eingesperrt sein, ist draußen, wird dann schon relativ attraktiv, so ist es nicht. So, speichern und beenden. Bam, alle. Bam, alle. Ja, Simi ist verlängert bis 7.3. Ich sag dir was und der ganze März ist auch noch zu. Das ist ganz einfach. Wolltest du nicht mal Borderlands 3 spielen? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir das mal machen? Ich weiß nicht, wir wissen sowieso, was wir spielen sollen. Borderlands 3. Jetzt druckt es natürlich wieder weiter nach vorn. Ich hab mir ein Ding geleistet. Gestern. Ein neuer Xbox-Controller. Nicht ins Mikrofon gucken. Birger, das ist asozial und du weißt es. Ja, das. Oh, da kann man wieder anpassen, Jay. Was haben wir denn gekriegt? Was haben wir jetzt? Wie mir die Animation nervt, wenn ich da durchschalte, das ist wirklich unfassbar. Was haben wir da? Plasmagewehr. Haben wir jetzt da ein Dings gekriegt, oder was? Wow. Welch wahnwitzig geiler Skin, Alter. Bin begeistert. Aber den wir noch mal ein, damit wir wissen, was wir haben. Musi lassen wir jetzt im Hintergrund laufen. Und wir machen wir so und unterhalten wir uns noch ein wenig. Was sagt ihr da dazu? So. Der stolze Löwe hat gerade was gespendet. Ich hab's genau gesehen. Das war Zwickel. Wolfenstein 2, wollt's da ausschauen? Ja, das stimmt. Es kommt aber ganz drauf an. Auf was ich gerade Bock hab. Muss ich mir mal anschauen. So, jetzt passt's auf. Ich hab mir einen Controller gekauft. Ein blauer, diesmal. Amazon. Müssen eigentlich morgen kommen. Hoffe ich. Oder übermorgen. Ist ja wurscht, Mann.
Und was tun wir nächste Woche? Ich darf gerne mal Mimi Montag auslassen, weil ich mir das Format nicht kaputt machen möchte mit jedem Montag dasselbe. Das müssen wir mal sichern. Es ist Little Nightmares 2 gekommen. Sagt das jemandem was? Das ist ein netter kleiner Net-Horror Jump'n'Run Dingsbums. An der Hunter habe ich auch gedacht. Frag mich nicht warum, aber habe ich irgendwie Bock drauf gehabt. Ein Bürger braucht Boomer Reha, ja, das ist richtig, oder? Hast du einen normalen Controller oder einen Elite geholt? Einen ganz normalen Wireless Xbox One Controller. RimWorld war halt auch mal wieder schön. Stimmt, RimWorld auch Little Nightmare 2 soll richtig gut sein. Das kommt nochmal mit dazu. Müsste Ice Shade? Ja. Deswegen, und ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe irgendwie Bock auf Little Nightmares 2 und das werden wir uns wahrscheinlich einmal anschauen. Ja. Ein bisschen Menschen essen. Ne? In RimWorld. Keine Ahnung, wieder gemacht. Oder immer noch für Factorio. Das habe ich halt auch schon wieder angeschaut und habe es ein bisschen so belächelt und habe gedacht so, Factorio. Satisfactory oder Monkey Island 2? Monkey Island 2 ist jetzt nicht die richtige Zeit. Weiß ich nicht, Satisfactory habe ich jetzt auch keinen Bock nicht. Habe ich auch keinen Bock nicht. Was hältst du von dem Pokémon-Karten-Hype? Den habe ich noch nicht, ich habe ihn mitgekriegt, aber was soll ich... Ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt da vom Pokémon-Karten-Hype halten? Wenn die Leute Bock drauf haben, dann sollen sie eine Pokémon-Karten raushauen und hoffen, dass sie einen Glurak haben, was weiß ich, Alter. Mich hypt's nicht. Keine Ahnung. Sollen wir uns mal einen kurzen Trailer von Little Nightmares 2 anschauen? Ist das einmal was? Das ist einmal ein Plan. Weil die Leute das nicht kennen. Das ist wirklich nett. Das ist wirklich zum Zurücklernen. Ich glaube, dass es auch ganz gemütlich ist und richtig lieb gemacht ist und richtig gut gemacht ist. Little Nightmares 2 Trailer. Ja, der dauert 1,45, das hört sich doch gut an. Das war vor einem Tag. Ja, easy, Alter. So, jetzt pass auf. Dann machen wir da laut. Dann werden wir da auf YouTube-Video schauen. Ja, war wunderschön, Alter. Ist das wunderschön oder nicht? So, Achtung, zurücklernen, anschauen. Das Art-Design gefällt mir richtig, richtig gut. Also wie so es ausschaut und das ist jetzt so Rätsel lösen, vor so creepy Typen da davor laufen. Habe jetzt wahrscheinlich so leise gemacht, dass ihr gar nichts hört. Oh, Finster. Ja, kann er ein bisschen stressig werden offensichtlich. Das Einser habe ich nicht gespielt, muss ich auch dazu sagen. A Horror Adventure well worth playing. Wenn er das sagt. Es hat so ein bisschen einen Tim Burton Flair irgendwie. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie anders sagen will. Ja. Free Demo now available. Kids are very dumb. Das muss ein gutes Video sein. Was ist das? Ach, Diese Zipfjadern. Schnell weg damit. So, jetzt pass Obacht. Was sagt ihr da so dazu? Ja, das Nightmare passt schon. Ja, das kann man mal anspulen. Der scheiß Chat hängt. Hey, du könntest Transport mal wieder spielen. Ja, Julian. Visage kannst du auch fertig machen. Ich glaube, dass das stinklangweilig ist mit den Tapes. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich mag den Zauber aus Visage nicht nehmen. Schaut mal gut aus, das Spiel Rocket League oder The Forest. Na. Frontschweine.
Kennst du mit Yu-Gi-Oh! Ausbilden nicht mehr? Oder wie ich das gespielt habe, war ich noch ein Kind. Das war vor 20 Jahren, Alter. Transport Fever 2 weiter oder ein bisschen Minecraft, ein bisschen Hunter, Satisfactory oder Cyberpunk, weil der Cyberpunk werden wir so schnell nicht mehr spielen, ich weiß es auch nicht. Das hat mir am Anfang, hat mir wahrscheinlich auch der Hype ein bisschen angereiht. Ist ein ganz geiles Spiel, aber ist halt einfach zu verpackt, ich sag das, wie es ist. Hat wieder nicht verfügbar, kein neues Spiel und jetzt dann ich mir die Fotzen ans DJ kauen oder was? Ja. Andi, kennst du eigentlich die Mario Kart ab 18 Version? Nein. Jo, das wird voll geil, spielst ein Minecraft wieder. Nein. So schnell nicht. Mit GTA 5 habe ich ein bisschen geliebäugelt. Da muss der Dampfexpress einen bestimmten Modcode haben, der sich ganz spaßig anhört. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt und ich weiß nicht mehr, was es war. Chaos Mod. Genau. Schauen wir mal. Der Elite-Controller von Xbox ist sehr empfehlenswert, schaut euch den mal an. Ich mag gar nicht wissen, was er kostet und für das, wie oft ich einen Controller hernehme. Ist das nicht wert. Noch dazu, da kommt dann wieder das richtige Spiel, das ich mit Controller spiele, dann fliegt er wieder da gegen die Wand, dann ist er wieder hin. Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Far Cry New Dawn oder Borderlands ballern wir in Doom nur noch irre. Bevor wir, ich weiß nicht, der einzige andere Shooter, der mich noch interessiert hat, ja, Borderlands 3, ja, kann sein, dass mich der interessiert, aber das ist ja, der dauert ja, wie lang dauert Borderlands 3? Nur das Hauptspiel. Wie lange brauchen wir da durch? 20 Stunden, 30, 40? Das der mal im Stream nicht. Da müssen wir streamen bis Juli nur noch Borderlands. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das neue Halo, da ich gern spielen, kommt halt nur nicht raus. Ark ist absolut Cancer. Ark ist einfach nur beschissen. Das werde ich in meinem Leben daher niemals spielen. Wann kommt Far Cry 6? Warum würden jetzt da beides eigentlich angezeigt? Wann kommt Far Cry 6? Das ist eine gute Frage. Was weiß ich, alle? Warte mal, gehen wir da mehr ein. Da ist, glaube ich, noch kein Release-Datum nicht festgelegt. Far Cry 6 Release. 2021. Also irgendwann im Laufe des Jahres und da war ich mir nicht so sicher. 30 sowas, ja, ist aber eigentlich wurscht, weil du überall einsteigen kannst. Bei Borderlands 3 nehme ich ganz schwer an. Unravel habe ich privat gespielt. Ja, ist ein sehr gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Da kommst du jetzt garantiert auch drauf, weil das auch irgendwie so in die Kategorie von Little Nightmares, glaube ich, gehört. Das ist also ein Plattformer, aber doch 3D und das mit dem Schnirl war eine lustige Idee einfach. Hat mir gut gefallen. Valheim werden wir auch nicht spielen, das ist ein absolutes Grindspiel und wer mag mir 2 Stunden beim Holzhacken zuschauen, ganz ehrlich. Splinter Cell, oh yeah. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Meister spinnt gleich 2,29 Säge. Nein, erst der Löwen selbst, Fortsetzung von Hellblade. Ihr habt beide denselben Gedanken. Hellblade 2 kommt auch noch lange nicht. Das hat doch noch nicht einmal einen Release-Termin. Hellblade 2 Release. Release News Game. Herz auf jetzt, warum ist denn da der Donation Sound eigentlich? Oh, aus jetzt. Ruhig jetzt. Hellblade 2. Was steht da? Erscheinung. Was haben wir da? Erscheinungsdatum. Da ist noch gar kein Erscheinungsdatum überhaupt gar nicht festgelegt. Da, Release, steht noch gar nichts dabei. Also, das kommt auch dieses Jahr nicht. Kannst du das vergessen? When it's done. Ja, korrekt. Ist mir aber auch am liebsten, bevor ich wieder eine hergeschissene Scheiße wie Cyberpunk krieg. Zockt Battlefield 6, wenn es endlich kommt. Wenn es endlich kommt. Vielleicht, ja. Atomic Bomberman. Community Zock, ja, wenn du mal anständiges Spiel für einen Community Zock sagst, dann können wir das machen. Da habe ich über Valheim nachdenkt. Aber ganz ehrlich, das schaut so clunky aus und hat so eine Scheißgrafik und ist schon wieder das 100 Millionste Survival-Spiel. Na, lasst's mich. Na, ich mag nicht mehr dieses Spiel. Na.
Der Marco fragt, hast du einen Creator Tag oder sowas auf MMO? Ja, hab ich. Der Link ist in der Beschreibung. Irgendwo, ganz unten. Ich glaube, er ist Birger sogar. Ich weiß nicht auswendig, weil mir diese Sachen eigentlich nicht wird. Da muss ich selber schauen. Warte mal. Ja, wenn du einfach auf mmoga.de/Birger gehst und dann oder einen Code Birger eingibst, kriegst du noch mit 3% drauf und ich krieg eine kleine Provision davon. Für die kostet das Spiel natürlich nicht mehr. Dafür aber total sogar weniger mittlerweile. Mittlerweile habe ich tatsächlich einen eigenen Creator Tag. Hab ich schon vergessen, schon, ja. Wie schaut's mit Mafia aus? Warzone spiele ich momentan nicht. Warzone Community Zock gibt's nur, wenn ich das privat ausreichend spiele und das tue ich momentan nicht. Momentan ist alles ein bisschen schwierig. Was haben wir noch? Grim Fandango. Es ist Mats Drucker und das Alt spricht mich gerade nicht an. Hitman 3, mir hat das 2 nicht gefallen. Das haben wir einen Stream einmal da letztes Jahr. Hat mir nicht gefallen. Oh, Raid Shadow Legends ist doch was. Muss gut sein. Das ist in aller Munde, das muss ein gutes Spiel sein. Wieselburger Beste, merci für den 5er-Bus. Servus Bürger, bist der Beste? Nein, ihr seid die Besten. Ich schaue deine Videos schon seit mehr als 3 Jahren. Schöne Grüße aus Oberösterreich. Das freut mich sehr. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und Unterhaltung und liebe Grüße außen dabei. Spiel bitte mal Halo Infinity. Kannst du mal Metro Exodus? Come on, oder schaust jetzt in meine Streaming-Liste und dann sagst du, dass wir Metro Exodus schon gespielt haben. Kurz. Und dann aufgehört haben. Und dann habe ich es privat weitergespielt. Und dann war es vorbei. Half-Life 1, nein. Uncharted, nein. Diablo 4 kommt das Jahr nicht. Das merkt man, wann es BlizzCon. Das ist die letzte Chance, die Blizzard von mir kriegt. Die allerletzte. Wenn die Diablo 4 in den Sand setzen, dann war es mit der Firma. Kaufe ich nie wieder später von. Kaufe irgendwas anderes wie. Ich bin mir noch nicht einmal sicher. Ich meine, bis dann wieder so weit ist, bis das nächste WoW dann kommt, dann kaufe ich es mir doch wieder, weil ich sonst auch nicht weiß, was ich da soll. Aber jetzt ist es fast so weit, dass ich sage, fick dich WoW, juckt mir nicht mehr, 16 Jahre muss gelangen. Es ist immer derselbe Müll. Also wirklich Müll. Es ist immer das gleiche Spiel. Immer. Da ist nichts neu. Null. Also null. Außer dass irgendwelche Arten von Item-Drops ändern. Und das war's. Und meistens wird's beschissen. Seien wir uns ehrlich. Spielt jemand das aktuelle WoW dann? Was haben sie sich denn bei dem Torgast denkt? Was, wie immer, riesengroße Ankündigung, was das super neue Feature ist. Oh, Torgast, dann lest du das und es liest sich wirklich geil. Es liest sich geil, so, wow, geil, Alter. Wie Diablo Grifts. Unendlich verebnen. Und immer random. Immer bla. Und dann kriegst du keinen Loot. Alles schaut gleich aus, es sind immer die gleichen Viecher und es sind 2 oder 3 verschiedene Arten, wie du da durchkommst mit diesen Special-Fähigkeiten. Und, so. Und dann krieg ich nix. Dann krieg ich keinen Loot nicht, Alter, sondern bloß, dass ich mein scheiß Legendary aufwerten kann, muss ich 280 gesehene scheiß Ebenen durchrennen. Das ist die größte Verarsche, die jemals. Also, fick dich, WoW, ganz ehrlich. Und naja, die Instanzen sind wie immer, das ist nichts Besonderes, das ist nichts Nice, das ist einfach, schaut nicht anders aus. Ja, kein Bock mehr. Weiß auch nicht. Das war's. Wird wahrscheinlich, es ist am BlizzCon, 25. Februar, glaube ich, ja, Freitag in der Woche. Schauen wir natürlich an, mich interessiert alles zu Diablo 4. Das ist die letzte Chance, die ich einer gebe, und wenn sie das versämen und gegen Path of Exile, dürfen sie sich verdammt warm ziehen. Müssen sie sich gewaltig was einfallen lassen, weil PoE, das was World of Warcraft für die MMOs ist, ja, da wo es immer, da war 2 Jahre am Markt, 4 Jahre am Markt, Hype ohne Ende, bestes MMO ever. Und dann kommt ein sogenannter WoW-Killer nach dem anderen und alle sind untergegangen. Wie denn auch? Weil dieses Riesenprojekt so weit voraus ist, dass du das mit einem neuen Projekt gar nicht einholen kannst. Geht gar nicht. Und genauso geht's jetzt Diablo mit Path of Exile. Im Action-RPG-Genre. Herr Moller,
Zombie-Modus. Gibt's eine neue Map mit Community oder Vollgerät? Seid's mir nicht besser, aber der Zombie-Modus. Ist kurzzeitig ganz witzig. Aber einmal gelangt. Das ist selber in grün. Neue Map, keine neue Map. Haut mich nicht mehr vom Hocker. Alter. Sollen wir ganz am Schluss einmal noch, weil da gerade jemand schreibt, spiel mal eine Map in PoE, ich will wissen, was du spielst. Ich spiele ein ganz normales Zombie-Mancer. Nichts Besonderes. Einen, dass ich einen Sirius nicht schaffe. Egal wie gut mein Gear ist. Und ich bin nicht schlecht bei der Hand, glaube ich. Können wir nachher vielleicht mal noch schnell einschalten, wenn der Großteil im Bett ist. Schweizer Löwens-App. Lesen wir mal letzte da noch. Hört dann einfach auf zum Donaten. Nein, das Werewolf to the Apocalypse hat keine 60% in die Tests, das werden wir nicht spielen. Das lieber bringe ich mich um. Dann nehme ich die 60 Euro lieber und schmeiß auf dem Fenster aus. Da hat's mir wieder fein, wenn du FIFA bringst. Nein, Alter. FIFA wird's nicht mehr geben. Nein, Alter. Nein, wirklich nicht. Servus Bürger, was geht ab, alles fit? Herr Dornmeier, ja, ist alles fit, haben wir gerade dumm durchgesagt, passt. Also ich sag's euch, was ist, ich bin immer noch genauso unentschlossen wie am Anfang, was wir nächste Woche spielen. Aber Little Nightmares packe ich mir auf alle Fälle einmal auf Montag oder Mittwoch, auf eins von beiden. Dann liebäugle ich schon so ein bisschen mit dem GTA 5 Chaos-Mod. Schauen wir mal, was mein Gemüt sagt am Sonntag, wenn ich die Entscheidung treffe, die sich vielleicht bis Montag auf Nacht sowieso wieder ändert. Auch schon vorgekommen. Ja, ansonsten weiß ich jetzt dabei auch nichts. Oh ja, stimmt, Total War Warhammer 3 ist angekündigt worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das was für ein Stream ist. Also wenn, dann ist es was auf alle Fälle für einen Mittwoch-Stream, da wo ich, wenn wir sowas spielen, da ist dann am Mittwoch spielen. Ich weiß nicht warum, das hat sich halt irgendwie so eingebürgert. Pokémon-Karten-Opening. Nein, weiß ich nicht, da bin ich auf die Uhr schaue und schaue, wie alt ich bin. Wann kommt Resident Evil? Schreibt der Herr Marder gleich. Habe ich doch gerade gesagt, musst du da mehr zuhören. 7. Mai. Herr Weidinger, merci für den Zirkel 21. Wie war's mit Bloodborne? Gibt's noch auf der Konsole, sonst darf man uns das schon mal anschauen. Bin großer From Software Spiele-Fan, habe auch Sekiro, haben wir mal angefangen zum Streamen und hab's dann privat übers Wochenende durchgesuchtelt und hab's auf NG Plus 2, ja, also ich hab's zweimal auf alle Fälle durchgespielt und beim dritten Mal haben wir dann nochmal angefangen zum Streamen. Ja, Herr Weidinger, merci. Herr Marder, merci. So. Jetzt darf sie eigentlich dann lang... Herr Red Hood, kleine Spende zum Ende. Herr Red Hood, merci für deinen 55 Bussi aufs Nussi. Herz auf jetzt zum Spenden, jetzt ist er Ruhe, jetzt ist 10 nach 10. As always, ich sag das ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was wir spielen. Also Little Nightmares ist auf alle Fälle nächste Woche mit drin. Auf alle Fälle. Weil für das habe ich mir eigentlich extra einen Controller gekauft. Und was wir sonst noch spielen, weiß ich noch nicht. GTA vielleicht? Weiß ich noch nicht. Vielleicht was VR-mäßiges. Wer weiß schon. Vielleicht irgendeinen kompletten Blödsinn mal wieder am Montag. Vielleicht gibt's aber auch einfach bloß Mimi-Review. Wer hat Bock auf Mimi-Review? Ab in den Chat. Weil eigentlich haben wir ja Mimi-Review eingeführt, weil es keine Spiele nicht gibt. wo ich vor 4 Wochen schon gesagt habe, oh, das wird uns sauber durch die Durststrecke. Ja, wenn er die Durststrecke durchfahren. Gibt's von deiner Sekiro-Aktion ein Video? Die müsstet, wann ist denn das rausgekommen? Das war vor 2 Jahren, oder? Das war Februar vor 2 Jahren. März vor 2 Jahren? Da gehst allgemein, mal vielleicht, ich habe auch mal wieder gesagt, meine Streams findest du in YouTube nicht. Sie existieren aber vollständig als Video. Die findest du nur, wenn du in meinen Kanal gehst, also gibst in der Suche ein Birger, nicht irgendwie Birger Stream oder sonst irgendwas, sondern einfach Birger, gehst in meinen Kanal und dann haben da Ansammlungen von Playlists und eine komplette Playlist und was weiß ich von allen vergangenen Streams. Weil meine Streams noch
den wir da fertig sind, auf nicht gelistet stehen. Das heißt, du findest die in der Suche nicht. Nur in meinem Kanal. Weil ich nicht möchte, dass wenn jemand nach meinem Namen sucht, der dann mit meinen Gaming-Streams zugemüllt wird. Ganz einfach. Sondern nach wie vor das findet, was er finden soll, nämlich meine How-Tos und meine Kruzifix und was ich sonst noch so alles mache. Was hat Los Brutalos eigentlich zu Mimi Montag wegen der Musik gesagt? Nix, merci haben's gesagt. Ganz einfach. Kaufst du dir die PS5? Berne 01. Die Frage ist, wenn ich da einen 3000 Euro Rechner stehen habe, warum soll ich mir eine PS5 kaufen? Wegen 2-3 Spiele? Eher nicht. Scriblio mit der Community. Kann man ja mal wieder mal. War ja noch nicht. Mimi darf ich nicht überbeanspruchen. Das ist ein schöner Lückenfüller, wenn man etwas abkackt oder keine Games da sind, aber für jeden Montag finde ich es zu schade. Da hat der Herr nichts so recht, deswegen lassen wir es am Montag wahrscheinlich auch aus. Am Montag war mir was anderes auch wieder mal schön. Abwechslung. Irgendwas findet man schon. Irgendwas findet man schon, was wir spielen. So. Und jetzt da ich sagen, wer mein PoE-Charakter noch sehen möchte, der bleibt jetzt da. Jetzt geht's wirklich in die Tiefen des Gameplays und des Gamings. Das ist jetzt, ich verstehe ja ihn noch nicht einmal. Und ich habe in den letzten 5 Wochen, glaube ich, 200 Stunden Path of Exile gespielt. Und ich kapiere gar nichts. Aber hab den Spaß meines Lebens. Wer das sehen möchte, wer weiß, was Path of Exile ist, der kann noch gern da bleiben. Es können wir noch schnell eine Map laufen, meinetwegen, oder was ich gern tue, ist Simulacrum laufen. Ihr merkt schon, Bahnhof wahrscheinlich die meisten. Und jo, ansonsten, Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Doom macht einfach Laune. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations, Alter. Vor allem an ein paar, im Speziellen, an ein paar Einzelne, die gnadenlos übertreiben, aber was soll ich sagen, außer Merci. Vielen herzlichen Dank, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen lieben Dank an die ganzen neuen Mitglieder, falls welche dabei waren und ich habe es nicht gesehen. Vielen lieben Dank an die ganzen alten Mitglieder und teilweise welche, die schon seit 2 Jahren dabei sind. Bigger, du bist so asozial, das ist unaushaltbar. Pfui Davy. Merci fürs Zuschauen. Merci fürs Liken. Leave a like if you like. You are a simple man. I see video, I smash like. Am Sonntag kommt ein Video. Ich hab einmal einfach so zur Gaudi 100k Spezial draufgeschrieben. Ja, obwohl es scheißegal ist, es ist einfach ein Video. Es ist die Fortführung eines anderen Spezials, das vor 2 Jahren mir gegeben hat, oder vor 1,5 oder so, was ich nie fertig gemacht habe. Kommt am Sonntagnachmittag. Bin noch nicht ganz fertig, muss noch ein paar Sachen außer Grein und reinbringen. Ich hoffe, dass ich was finde. Wenn nicht, dann kommt es einfach so. Wird schon passen. Dann, was gibt's sonst zum Sagen? Am Sonntag kommt die Ankündigung in meinem Discord-Channel, Link ist in der Beschreibung, was wir spielen, wann wir spielen und überhaupt. Und sowieso, Montag und Mittwoch, das heißt, wir sehen uns spätestens am Sonntag. Wahrscheinlich so um 1, 2 Nachmittag wie as always. Wenn ich weniger Video mache, kommen die alle am Sonntag. Und ganz zum Schluss presst mir jetzt noch ganz furchtbar hart F für die Moderatoren, da wo glaube ich keiner da ist. Immer wenn ich kurz vorm Stream reinschaue, melden sie 3 von 5 Leute so, bin halt nicht da, bin die erste halbe Stunde bloß da, bin bloß halber da. Da muss man auch mal kurz einfragen in den Haufen, wer da eigentlich da ist. So, dann, jo, wer jetzt halt noch Bock hat, dann können wir jetzt, was heißt, eigentlich die meisten, glaube ich, können jetzt ausschalten. Außer euch ist hart langweilig, oder? Dann schauen wir uns jetzt das noch an. Passt halt überhaupt nicht daher jetzt. Aber, jetzt pass auf, bei YouTube ist es zwar wurscht, aber bei Twitch müssen wir das Spiel schnell ändern. Path of Exile ist sowas wie Diablo. Ist im Prinzip, sagen wir es, es ist ein Diablo-Klon. Ja, es ist ein Diablo-Klon. Mittlerweile aber seit, glaube ich, 8 Jahren in Entwicklung und hat seinen, wenn der Schüler seinen Meister überholt, ja, und zwar dermaßen überholt, dass gerade noch schnell gar nicht mal genau geht. So, jetzt pass auf. Noch schnell ein wenig PoE zum Schluss. Path of Exile. Jetzt bin ich dann gespannt, ob vielleicht auch neue Leute reinkommen. Kann ja auch sein, weil wir haben nicht so wenig Zuschauer auf Twitch. Und Path of Exile ist jetzt nicht das meistgeliebte Spiel auf der ganzen Welt.
2 Stunden PoE-Stream confirmed. Kann gut sein. Die Zeit in dem Dreckspiel vergeht nämlich schnell, wenn man schauen kann. So, jetzt pass auf, machen wir das da mal alles zu. Da muss ich Path of Exile nur mal kurz starten. Und dann da halt schnell einen Stream rein, aber das dauert nicht lang. So. Also Action-RPG. Extrem komplex. Also auf den ersten Blick denkst du so, was da der Stress? Auf den zweiten Blick denkst du dann, Walleg oder fuck you. Mal kurz, ein Run geht noch. Ein Simulacrum geht noch. So, jetzt pass auf. Ist da irgendwie wichtig, ob man weiß, wie ich heiße? Ich meine, ich krieg's jetzt so, bitte. Bitte nicht jetzt da 100 Freundesanfragen schicken und sonst irgendwas. Ich werd's nicht ohne mehr. Ich sag's euch, wie es ist, das ist ein Privatspiel. Das Spiel aus meiner Leidenschaft. Ich mag mit keinem Schmerzen, ich mag nichts hören, lasst's mich in Ruhe. Das ist eines der ganz wenigen Spiele, da wo man noch keinen auf den Sack geht, darum liebe ich es wahrscheinlich auch so stark. Ja, jetzt pass auf, jetzt gehen wir da mal auf Zocken und dann muss ich da schnell umschalten. Moment, da nehmen wir Doom raus, PoE rein. Oh, PoE. Mein Charakter ist Level 94 und ist, hoppala, ist Level, heißt Zombie-Zenz. So. Contacting the server. Lion's Watch. Und ja, wir haben schon wieder Kind mit, Alter, warum sprichst du auf Deutsch? Bist du behindert? Warum ist das eigentlich auf Englisch? Weil ich gestern mit dem Trading-Tool irgendwas gesucht habe. So, da sind wir. Servus, grüß Gott, die Zombie-Zenz ist am Start. Das, my ladies and gents. This is Path of Exile. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, das ist mein Hideout. Bla, ich hab da aber lustige Viecher. Das da bin ich. Ich bin quasi, wir sollen sagen, Minion, ich habe ein Minion-Bild. Das heißt, den Damage und Viecher zerpimmeln, das tue nicht ich, sondern meine Viecher, die ich dabei habe. Was habe ich denn überhaupt dabei? Ich habe an, jetzt pass auf, wie heißt das Mistviech? Jetzt machen wir da mal so. Wer ist denn überhaupt noch da? Schaut aus wie so ein Mobile. Spacken, du. So, weiß irgendjemand, kennt Sie irgendjemand aus? Ich kenne irgendjemand Path of Exile, weil ich sag's euch, wie es ist, ich habe keine Chance, dass ich euch das jetzt erkläre. Was das Besondere ist und was. Auf 5 Minuten, es geht nicht. Unmöglich. Das ist unmöglich. Wer, keine Ahnung. Wer Path of Exile kennt, es ist ein ganz normaler Zombie-Mainzer. Meine speziellen Items, die ein bisschen was gekostet haben, ist mein Imperial Mall mit plus 1 auf Gems und plus 2 auf Support Gems und Minion Attack Speed und Minion Cast Speed und was weiß ich was hat mir das Ding gekostet, den habe ich aber auch schon vor 2-3 Wochen gekauft. Exalted Cost. Was ist das Besondere an dem Spiel, was mich so lange dabei hält? Ich glaube, ich habe noch nie so lange, 6 Wochen lang ein Spiel so hart gesuchtelt. Gehen wir ins Dash eine. Ich hoffe, man kann es lesen. Das Einzige, was jetzt jeden Path of Exile Zuschauer so richtig als erstes Mal interessiert, hat er einen Mirror oder hat er keinen? Nein, ich habe noch keinen Mirror Drop gehabt. Entschuldigung. 15 Exalted und 1300 Chaos. Currency. Ja, ist die, für mich zumindest, bis jetzt. Ja, das hat so viele Facetten, dieses Spiel, dass ich kann jetzt einfach nur für mich schmerzen. Das, was mich so lange motiviert, ist die Currency, also die Währung im Spiel. Normalerweise gibt es bei WoW Währung in Form von Gold. Ja, was ist Gold in scheiß WoW zum Beispiel wert? Absolutely nothing. Ja, jeder rennt mit 8 Millionen umeinander, I don't give a fuck, kauft das Ding, passt schon, was weiß ich. Im Path of Exile ist es ein bisschen anders. Da gibt es nicht bloß Gold oder und Silber und Bronze, sondern alles, was da seht. Das ist zeigt, das kann droppen. Ja, das können Viecher droppen und was weiß ich. So. Herr Hofinator, habe ich die Zerpümmelung verpasst? Herr Hofinator, ja, das haben Sie. Dankeschön. Ich versuche gerade noch immer am Rande was anderes zu erklären, was ich seit 6 Wochen suchtelt. So, die Hauptwährung ist ein Chaos-Orb. Da tue ich jetzt einmal einen außer. Zack, das ist dieses komische goldene Gesicht da und das droppt halt. Relativ selten. Jetzt fragst du wahrscheinlich, warum hast du dann 1300? Das ist gar nichts, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu anderen. Für mich, so viel habe ich noch nie besessen. Ja, so viel habe ich auch noch nie gespielt. Und mit dem
kannst du dir Items kaufen. Das heißt, also entweder du findest das und du bist unfassbar lucky und hast eine fette Waffen gefunden, die unendlich viel Geld wert ist, auf gut Deutsch gesagt, nämlich diese Währung. Ja? Und dann tradest du mit anderen Spielern, hey, ich verkaufe dir meine Waffen, dann kriege ich 50 Chaos oder ich kriege ein Chaos und was weiß ich, was soll ich sehen. Das ist das, was mich so lange dabei hält. Die Steigerung von Chaos ist dann ein Exalted Orb, heißt, in der Liga ergibt sich dann irgendwann mit der Zeit, wie viel Chaos ist ein Exalted Orb wert. Meistens so 80, 100, kann auch mal 150 sein, können aber auch mal bloß 30 Chaos sein. Ich schweife ab, ich weiß gar nicht wie. Und vor allem diese Dinge kennen alle was. Ja, also die sind nicht einfach bloß da und das ist gut, sondern das kann was. Du hast zum Beispiel ein Item, ein Schwert oder was weiß ich. Habe ich da irgendwas? Nehmen wir mal, was nehmen? Nehmen wir mal irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe da ein Item. Ja, das ist ein Zweihandstab. Was das da links ist, das vergessen wir alles gleich wieder. Ja, das ist alles sauber 2 für Leute, die das noch nie gesehen haben. Da ist so viel Theorie in dem Spiel, dass da der Schädel platzt. Deswegen kann ich es auch noch anreißen und so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht. Ein Item, das ist jetzt eine Waffe, das ist eine Zweihandwaffe. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Charakter da herum eine Zweihandwaffe. Habe ich halt jetzt da gerade in meinem Inventar. Das hat so Slots, Gem-Slots. Da steckst du Edelsteine rein, was gleichzeitig deine Fähigkeiten sind. Die siehst du da herunten. Zum Beispiel, was kann ich? Ich kann mit dran und kann Leichen explodieren lassen. Wow, super tolle Sache. Hat natürlich alles einen Sinn. Jede Leichenexplosion macht meine Viecher stärker und so weiter und so fort. Dann, was kann ich noch? Ich kann Zombies beschwören. Dann jetzt momentan kann ich da, weil ich meine Waffe nochmal gewechselt habe. Machen wir so, zack, zack, zack. Hört ihr eigentlich einen Sound oder so? Wieso hören die eigentlich keinen Sound? Nochmal. Hört einen Sound? Hört ihr eigentlich einen Sound? Hört ihr einen Sound vom Spiel? Hört ihr das, wenn es das zeigt reißt? Ich weiß nicht. Egal, müssen wir Zombies beschwören. Maximal kann ich 11 haben. Passt schon. Ist jetzt nicht der optimale Dings, weil es einen Unterschied macht, aus welchen Leichen ich die Zombies beschwöre, beziehungsweise meine Zusatzviecher, die Geister, die wo da rundherum Host Chief Dingsbums, und ich habe da so komische Affen dabei. Warum? Weil die einen Buff. Nö, hört man nicht. Was herzen ihr da dann im Hintergrund eigentlich? Hört ihr da? Hört ihr gar nichts? Bang, 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 bang. Dieses Explodieren von den Viecher. Ne? Vor allem ruckelt es also stark bei euch. Was ist denn da eigentlich kaputt? Machen wir auf wieder. So. Aber gut, das ist jetzt halt schon wieder sauber 2 Theorie rundherum und was weiß ich. Man hört ja nicht mehr, bis sie explodieren. Es gibt ein bisschen Hintergrundsound und so weiter, das mache ich bei mir alles aus. Jetzt gehen wir einfach mal schnell irgendeine Map. Also es gibt eine ganz normale Kampagne, wie in Diablo auch. Das sind 10 Kapitel, da rennst du durch mit Quests und hast du diese Storyline, die dahin geht. Am Schluss killst du einen Endboss und dann geht das eigentliche Spiel erst los. So, jetzt pass auf. Jetzt suchen wir uns jetzt einfach mal eine 14er Map, Arena Map, oder suchen wir uns einfach mal am besten eine, wo wir gerade einen Conqueror haben. Das ist jetzt nur wieder interessant für Leute, die Path of Exile schon kennen. Cemetery Map. Was ich dann noch gerne tue, ich laufe natürlich keine weißen Map, sondern ich wirf mindestens einen Archi-Orb drauf. Dann drücke ich Alt-Q und dann habe ich so ein lustiges Prüftool, das sagt sie jetzt leider Gottes nicht, das mir sagt, ob irgendwelche schlechten Modifikatoren drauf sein wird. Zum Beispiel Monsters reflect 18% of physical damage. Das heißt, wenn meine Viecher zuhauen, reflektiert das Monster, das ich trifft, 18% von dem Schaden und meine Viecher bringen sie einfach instant selber um. Das heißt, wir rerollen das Ding und dann haben Monster Steel 101% extra Physical Damage as Fire, ebenfalls Dreck, nochmal ein Eichi drauf, Monster Steel 99% extra Damage, bla 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 bla, weg damit, und dann fangen sie da langsam lästig zu werden und jetzt passt. Jetzt ist nichts was irgendwie anstrengend war. Wir nehmen die Map, bla, haben wir da unser Kartendevice, bla. Alles, wie das da übrigens ausschaut, ja, wie mein Unterschlupf da ausschaut, wo meine Kisten steht. Und das Gold und so weiter, kann man sich übrigens alles selber zusammenbauen. Kannst du bei den NPCs kaufen, geht nicht gegen Echtgeld. Spiel ist übrigens free to play, also kostet nichts. Du wirst aber ziemlich schnell dazu kommen, dass du zum Beispiel diese Stash-Tabs kaufst. Ja, dass deine Items so angeordnet sind in den verschiedenen Tabs da oben, weil, glaubt man es einfach. Glaubt man es einfach. Jetzt nehmen wir mal den Kitava-Stuff da wieder weg.
Oder was sind das überhaupt getan? Was fiest? So, dann aktiviert es jetzt einfach mal. Das ist eine komplett angejuicete Map. Das bedeutet, man kann die Maps aufschwemmen. Da das jetzt einmal nennen. Da legst du nur Items mit dazu, bevor du die Map aufmachst und da gingen dann 6 so Portale auf. Dann haben mehr Monster drin. Dann kann aber auch mehr Zeug droppen. Also mehr Währung droppen, mehr Geld droppen, mehr Items. Je nachdem, was du halt farmst. Es gibt so viele verschiedene Mechaniken in dem Spiel, was du alles machen kannst. Das ist nur eine davon. Das ist Mappen, nennt man das. Gibt einen riesen Atlas. Jeder einzelne kleine Punkt ist eine Map, die musst du machen, musst einen Boss zusammenhauen, umbringen, und alles andere, da war leck, oder da kann man, ich weiß nicht, wie lange dass wir uns da unterhalten können. Allein den Atlas müssen die euch, glaube ich, 20 Minuten erklären, wie er funktioniert. Und ich habe ihn selber noch nicht ganz verstanden. Aber jeder, der PoE kennt und schon mal gesehen hat, sagt, dass ich da schon ein paar Stunden reingebuttert habe. So ist es nicht. So, jetzt gehen wir da mal rein. Und es gibt ja 1000 verschiedene Builds. Ja, du musst das einspielen, ein Minion-Bild. Ich habe Zombies dabei und die Zombies prügeln alles über den Haufen. Das ist im Prinzip der Plan. Und ich zünd alle paar Sekunden meine Flasks, hab meine Auren rechts unten auf die und meine Buffs da herum und lalelu. Mein Bild erkläre jetzt nicht recht lang, es ist eigentlich nichts Besonderes. Oh, wir haben ein Delirium in der Map, da werden wir ein paar Mal sterben. So, jetzt laufen wir einfach mal da rein, jetzt schauen wir erstmal. So, Viecher zerpümmelt und so laufen wir da durch. Ich tue im Prinzip nichts anderes, wie da in den Viecherhaufen einlaufen, mache meinen Wirbel und dann soll ich einfach mal in Ruhe alles sterben. Das ist halt Endgame. Ja? Also du siehst da nicht recht viel. Das ist auch der Grund, warum wir damals nicht gestreamt haben. Du siehst hier nicht viel, außer rote Balken und absolutäre Zerpimmelung. Oh, jetzt haben wir irgendeinen Boss triggert oder was auch immer das da ist. Ja, und das machst du mal 8. Oh, das war knapp, Kinder. Das war knapp, Kinder, das war knapp. So, dann machen wir Strongbox auf, dann machen wir die andere Strongbox auf. Meine Viecher regeln das schon. So, das ist die Frage, wie dermaßen spannend das ist. So, jetzt gehen wir da mal wieder zurück. Machen wir da so Rituals, die wollen wir natürlich machen, aber jetzt aktivieren wir erstmal Delirium. Na? Jetzt geht's dann gleich Vollgas ab. Und zerpümmelt. Und ein ins Delirium. So, jetzt müssen wir uns schicken. Das ist eine besondere Mechanik und die leckt gern. Ja, da kommen jetzt halt weit stärkere Viecher als normal. In der Regel. Und weit mehr Viecher als normal. Und je mehr Viecher, dass wir zusammen haben, desto mehr droppt am Schluss. Das ganze Zeug, was da übrigens, der ganze Text, der wo da steht, diese Kastel, das Loot. Ja, müssen wir einsammeln dann irgendwann. Was ist denn das da? Ui, was ist das denn? Weil ich bin fast hier. Orb of Scoring. Ja, I don't give a shit, da gib mir den Buff. Einen Abflug. So, eine 4. Immer schön eine Zipfin. Eine Zipfin, ja, die Alpha machen wir jetzt nicht. Scheiß auf die Alpha. Dann nehmen wir den Essenzzeppen noch mit. Stirb. Stirb. Ah, da ist offensichtlich etwas gedroppt, was ein bisschen mehr wert ist. Und deswegen spiele ich nicht gern Maps, weil diese Delirium-Scheiße so asozial ruckelt und dann stirbst du halt und dann musst du wieder von Anfang von der Map anfangen und im Prinzip ist das Delirium dann im Arsch. Und das gefällt mir halt einfach nicht. Jetzt wird es dann langsam eng, Birger, jetzt sollst du vielleicht mehr aufpassen. So, wunderschön. Und weiter geht's. Und weiter geht's, wir dürfen nicht stehen bleiben, wenn wir irgendwann aufhören, Viecher zusammen zum Hauen, dann läuft der Timer ab. Und dann ist das Delirium beendet. Und je mehr, seht ihr das da neben mir, neben meiner Hand, kann jetzt gar nicht aufpassen, da herunten, dann 2 Symbole. Und das eine hat Level 4, das andere hat Level 2 und das füllt sich langsam mit, je schneller ich, je mehr Viecher umdrisch. Und am Schluss, wenn keine Viecher mehr da haben und der Timer abläuft, weil ich halt auch nicht mehr weitermachen kann, droppt der fette Scheiß. Allerdings haben wir da so ein... Ah, ist schon was, ist eh schon vorbei. Ist eh schon vorbei. So, jetzt pass Obacht.
So, das ist halt auch schon absolut nach 200 Stunden einfach in Muscle Memory übergegangen, was ich wann druck und so weiter und weiß schon nicht mehr warum. So, jetzt haben wir da super tolle Sachen gedroppt. Clear Oil, Sepia Oil, da ist halt einfach nichts rausgekommen. Sagen wir es, was ist. Cutting Knife brauchen wir alles nicht. Alles Schrott. Alles Schrott. Öl glauben wir auf. Ole ole. Orb of Transmutation. Orb of Regret. Soldier Boots. Bla 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 bla. Einfach ein in Viecher. Interessant wird es erst, wenn ein weißer Kasten mit rotem Text droppt. Alles andere nicht. Da sowas zum Beispiel. Rusted Sulfite Scarab. Das ist zum Beispiel so ein Teil, das steckst du mit in die Karten am Anfang und dann hast du bestimmte Mechanik auch innerhalb dieser Map. Wie zum Beispiel eben gerade dieses Delirium. Da wo du halt so schnell wie es geht Viecher zusammenhauen kannst und musst und entsprechend dem droppt halt dann was. Dann machen wir noch da schnell einmal so ein Ritual, einfach weil es lustig ist. Da tue ich nichts anderes wie im Kreis rundum wirbeln und meine Viecher zu mir herrufen und die erledigen den Rest. Singen tut man natürlich absolut überhaupt nichts mehr, da musst du ja drauf verlassen, dass du einfach nicht stirbst. Oh, 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 das war jetzt schon wieder knapp. Viecher daher und drauf pendeln. So, was haben wir da eigentlich? Ja, Essenzen. Essenzen, da kann ich drauf scheißen. Was soll ich mit fucking Essenzen? So, jetzt wenn wir das Viech zusammengehauen haben, dann wird da in der Mitte dieser Ständer. Haha, Ständer! Dann können da Items drin sein und die schaut man sich in der Regel länger an wie jetzt, aber ich nehme jetzt diesen mit, weil es eh scheißegal ist. Und das war's! Wie groß ist bitte die Map? Nicht so. Die ist gleich gut. Ist eine Level 14 Map, falls... Oh, ein Chaos-Orb, ha, cute. Am Anfang ist ein Chaos-Orb noch richtig fähig Kohle wert. Also so richtig tolles Gefühl, wenn der Chaos-Orb, also diese Währung, von der ich vorher geredet habe, droppt. Und jetzt aber halt einfach nicht mehr. Jetzt, wenn mir jemand anschreibt, der möchte was für einen Chaos kaufen oder so von meine Items, dann antworte ich meistens schon gar nicht mehr, weil ich für ein Chaos nicht mehr aufstehe. Ultimativ, aber vorher habe ich schon kurz in meinem Chat gelesen, ist die ultimative Viecherzerpimmelung. Ja, das ist. So, irgendwo auf der Map müsste es jetzt eigentlich eine Arena geben mit dem Boss drin. Ja, da, Arena mit dem Boss drin. Der kann nichts Besonderes, also manche können richtig böse sein, ja, auf einem bestimmten Level. Die meisten kennen aber einfach gar nichts da, der trischt mir mit einem Schlag einfach mit oben. So, meine Viecher ficken da schon auseinander, bam, passt. So, dann ist da was droppt, was haben wir denn da? Superior Forge of the Phoenix Map. Area is influenced by the Shaper. A Shaper Map ist ein bisschen was wert, Silbermünze, bla bla bla, Alchemy und Fusing Orb. Passt. Map abgeschlossen. Gehst auf dein Inventar, machst ein Portal nach Hause, gehst nach Hause in dein Hideout, gehst zurück, ladst da ein, was du gefunden hast, haben wir da mal Karten gefunden, kann was wert sein, Öle, mit denen kannst du verschiedene Sachen machen, Simulacrum brauchen wir sowieso, weil ich gern Simulacrum laufe. Essenzen verkaufe ich alle für einen scheiß Chaos, wo ich schon nicht mehr drauf reagiere, weil es einfach nur noch nervt. Ja, that's it, Leute. Und es, also, das war die Spitze der Spitze des Eisbergs. Wenn ich so einen 20 mm Nagel nehme und den oben in einen Eisberg einstecke, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Und jetzt nochmal langsam ausführlich und in Deutsch. Also, was der besondere Reiz ist auf alle Fälle, das Looten und Droppen von Sachen. Ja, machen wir das da mal zu. Das rechts, da was du siehst, das ist das Inventar von meinem Charakter. Das macht einen stark. Oder, weißt du, was die meisten Leute. Was die meisten Leute abschreckt? Path of Exile anzufangen, was die größte Hürde ist. Oh, nein. Weißt du, was das ist? Das ist das Skill Tree. Das ist normal, also in der Regel, das ist der Kiddie-Filter, Alter. Das ist der geilste Kiddie-Filter ever, du hast in dem Spiel keine 12-Jährigen. Kannst du vergessen. Das ist der Skill Tree, ja, wo du Level für Level am Punkt setzt und dann da so die so durchschlängelst und so weiter und so fort. Das ist für jeden, der das erste Mal sagt, einfach
da wirst du der Schlang davon. Das ist völlig verständlich. Bis man sich halt einmal 5 Minuten damit, wirklich 2 Minuten damit auseinandersetzt und dann versteht, jede Klasse, ich spiele zum Beispiel eine Hexe, fängt an einem anderen Punkt an. Da oder da oder da oder da oder da oder da. Und dann grenzt sich der schon ganz massiv ein. Ja? Dann ist nämlich bloß nur ein Viertel interessant. Zum Beispiel, keine Ahnung, spielst zum Beispiel ich weiß gar nicht, was es gibt, Alter. So einen Fechtertypen gibt es noch und es gibt 8 verschiedene Klassen, glaube ich. Da fängt einer da und dann gibt es schon mal plus 2 Startpunkte. Skilltree, Alter. Skillwald! Ja, aber im Großen und Ganzen ist... Oh, jetzt möchte jemand was von mir kaufen. Hi, I'd like to buy your 16 Turbulent Catalyst for 8 Chaos muss ich nicht traden, Leute. Hilft nicht. Da muss ich nicht traden. Für 8 Chaos, da riech ich mich dann schon. Pass auf. Da machen wir jetzt so. Ja. So funktioniert Handel. Du wirst angeschrieben. Ich habe da ein Tool dafür, das seht ihr leider Gottes jetzt gerade nicht. Dann kommt derjenige in meine Gruppen. Da, der Baron von Slan. Rechtsklick. Drückst auf Trade. Der portet sich dann da zu mir ein. Blub. Ich lege ihm die 8 Turbulent Catalyst ein, was jetzt genau, denn ist unwichtig. Er gibt mir... Oh, scheiße. Ihr möchtet 16. Ich bin der Depp. 16 möchte. Nochmal schnell. So, ich lege ihm die 16 ein. Er gibt mir 8 Chaos. Dann drücken wir beide auf Accept. Bam, habe ich 8 Chaos. Traden im Path of Exile. Und was du verkaufst, ist in meiner Kiste drin, in einem bestimmten Tab oben. Und das können andere Leute auf einer Internetseite sehen, was das für Teile sind. Und dann meldet sich der bei dir und kauft es dann. Ja, in der Regel ist aber der Killer der Skilltree in dem Spiel, warum das keiner spielt. Oder dann sehr schnell wieder abbrechen. Obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Und wie viel Bitcoin kriegt man jetzt für die Chaos Orbs? Alle. Alle springe ich. Ja. Ja, das ist mein Path of Exile Charakter. Und das macht's aus. Die Items, die er auch hat. Die Waffen, dann sagt diese, das ist das Besondere dran, das was einfach ganz anders macht wie Diablo. Du hast nicht, du weißt nicht dein Class, also dein Barbaren, und dann hat der diese Fähigkeiten und das war's dann. Sondern theoretisch hat in Path of Exile jede Klasse die gleichen Fähigkeiten. Meine Fähigkeiten sind diese Storner da herin, ja, in meine Items. Das heißt, es gibt Items, die Zweihandwaffen hat zum Beispiel 6 Slots, ein Kopf, ein Helm kann maximal 4 Slots haben und so weiter, und die haben miteinander verlinkt. Und das ist die Besonderheit. Da kriegst du einen Skillstore. Den nehmen da jetzt zum Beispiel mal, den kann ich da raus, so. Das ist wie ein Item, der kann einfach droppen, den kannst du kaufen, den kannst du leveln, der wird immer stärker, und das ist eine bestimmte Fähigkeit, die dann da herunten zum Ausführen ist. Wenn du eine Tasten drückst, dann, was weiß ich, porten sie deine Viecher alle zu dir her, oder ich springe umeinander, oder das zum Beispiel ist eine Fähigkeit, dieser Wirbelsturm, dass ich mich da so drehe, oder dass ich dann Leichen da hin teleportiere und dass es eine Sekunde später zerreißt und dass, wenn es zerreißt, meine Viecher stärker werden und dieser ganze Scheiß. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist das Besondere drum mit diesen Links. Je mehr Links das ich in das Item hat, desto teurer wird's. Und dann haben natürlich noch Stats drauf. Auf jedem Item wie Resistenzen, Leben, Energieschild, Schaden. Meine Kreaturen machen mehr Schaden. Ich hab mehr, was weiß ich. Alles. Also alles, was irgendwie manipulierbar ist. Und das ist das Besondere. Das ist dein Charakter bis zur Perfektion zum Spielen. Also, das ist das Besondere am Motto. Und, genau. Wie soll ich sagen? Keine Ahnung. Beispiel. Der Store heißt Impale Support. Heißt nichts anderes wie, was heißt denn Impale auf Deutsch? Pfählen unterstützen. Ich möchte schon wieder was kaufen. Ich bin jetzt nicht da. /DND. So. Beispiel. Wir nehmen jetzt meinen wichtigsten Skill. Das ist ein schönes Beispiel. Pass auf. Jetzt nehmen wir mal alle meine Storner. Das ist das wichtigste Ding, was ich habe, ist meine Waffen.
Einfach nur zum vielleicht kurz umreißen. What the fuck, Alter. So, das da sind im Path of Exile heißen es Gems. Ja, Skill Gems. Sind frei verfügbar, ab einem gewissen Level, die kannst du einfach kaufen und die haben dann Level 1. Und wenn du die einsockelst, dann leveln die mit. Wie dein Charakter, haben die einen XP-Balken und können maximal Level 20 werden. Können ein höheres Level werden unter bestimmten Umständen, ist aber jetzt kompliziert. So, meine wichtigste Fähigkeit ist da, wo der Mauszeiger drüber ist, heißt Raise Zombie. Zombies erwecken. Von oben nach unten. Level 21. Wie viel Mana das kostet, ist aber irrelevant, weil der Zombie-Arme da ist und das kostet nur beim Beleben des Zombie-Arme Mana und dann ist da, solange es stirbt. Und es soll nach Möglichkeit nicht sterben. Dann Cast Time, ist auch irrelevant. Und Quality. Quality verbessert die Stats von dem Stor nochmal ein bisschen mehr. Also hast du noch mehr Ebene, wo du den Stor besser machen kannst. Ist normalerweise das Maximum auch 20%, unter bestimmten Voraussetzungen 23%. So, was genau tut der Stor? Steht dann in dem kleinen Text dort. Raise a zombie minion from a corpse, which will follow you and attack enemies with a melee attack and an area of effect slam which cannot be evaded. Heißt, das Ding belebt aus einer Leichen einen Zombie-Sepp, der Typ folgt mir und der attackiert Gegner mit einem Nahkampfangriff. Was noch? With a melee attack and an area of effect slam. Das heißt, mit Flächendamage, also er haut ein Viech und er macht ein bisschen Flächenschaden. Which cannot be evaded. Dem nicht ausgewichen werden kann. So. Und jetzt kommen die wichtigen Werte dazu. Raised Zombie Slam Attack has 80% increased area of effect. Das heißt, der Flächenschaden hat 80% mehr Fläche. Maximum 6 Zombies can be raised. Das heißt, ich kann maximal mit dem Ding 6 Zombies gleichzeitig haben. Je mehr, desto besser natürlich. 23% increased Minion Movement Speed und Minion Maximum Life. Das heißt, sie lauft, die Viecher, die ich dabei habe, das sind jetzt nicht direkt die da, sondern Zombies sind andere Viecher, laufen schneller und zaubern schneller, weil die haben ja auch Fähigkeiten. Raised Zombie Slam Attack has 80% increased Cooldown Recovery Rate. Bedeutet, Cooldown ist niedriger. So, super toller Steuer. Der war auch nicht ganz billig, am Anfang zumindest. Das ist halt auch mein wichtigster Steuer. Stärker kann er nicht werden. Den haben wir jetzt da mehr rein. Wie seht ihr, der Farb? Der ist blau. Das heißt, ich brauche da also einen blauen Sockel. Bam. Blauer Sockel. Rein. Nice. Der Leubel, ich gehe jetzt. Das ist zu viel für mich heute. Ich habe euch gewarnt. Nur weil wirklich, das ist jetzt die tiefsten Tiefen des. Okay? So, wie viele Leute haben überhaupt nicht da? Ich sehe es ja heute nicht. Keine Ahnung. Ist mir aber auch scheißegal. Rede mit mir selber. Spätestens eine Viertelstunde ist sowieso Schluss. So, jetzt haben wir die Fähigkeit Raised Zombie. Haben wir da herunten. Bla, ich habe das auf meine mittlere Maustasten gelegt. Und auf die Schnelle, normalerweise müsste ich jetzt irgendwelche Viecher zusammenhauen und aus denen kann ich dann Zombies beschwören. Ich habe so eine lustige Fähigkeit, da kann ich Leichen nicht herzaubern und klicke da mit meiner mittleren Maustasten drauf. Dann habe ich Zombies da. Schön. Kommen ein paar Zombies. La, 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 la. Rechts habe ich kein Mana mehr. Ist wurscht. Jetzt habe ich 6 Zombies dabei. So. Ja, wunderschöne Sache. Jetzt habe ich da aber noch 6 Slots. Und ich hoffe, man kann das erkennen im Video. So Links da dazwischen. Die haben verlinkt. Und ein 6-Link ist ziemlich teuer. Und relativ selten. Vor allem am Anfang von so einer Liga. Alle 3 Monate. Fangst von vorne an, wenn du das willst. Gibt aber auch was, wo du bis in die Unendlichkeit spielen kannst. Du kannst jetzt diese Fähigkeiten verstärken mit Support Gems. Das heißt Unterstützungsfähigkeiten stornen. Wie zum Beispiel diesem Impale Support, was ich da jetzt. Das ist genauso so ein Skill-Store im Prinzip. Und den steckst du da ein. Und jetzt verstärkt der Store durch den Link mein Raised Zombie. Also meine Zombies, die dabei haben. Jetzt kennen die auf einmal was. Nämlich, Supported Attacks have 40% Chance to impale enemies on hit. Das heißt, meine Zombies haben, wie soll ich sagen, 40% Chance, wenn sie zuhauen, einen Gegner zu pfählen. Das sind so Stacheln, die rauskommen. Was das genau tut, habe ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden. Aber es macht Flächenschaden, es macht Flächen... Also wenn mein Zombie-Sepp da steht und der Gegner steht da und dahinter stehen ein 20, dann kommt der Zombie-Sepp, haut drauf und das Impaling geht durch alle anderen hinten durch.
Supported attacks have 64% increased Impale Effect. Also nochmal 64% stärkerer Pfählen-Effekt. Oder Aufspießen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Supported Skill deals 17% more Physical Damage. Unsere Zombies machen physischen Schaden. Es gibt verschiedene Schadenstypen. Feuer, Eis, Blitz, Gift, Chaos Schaden, glaube ich. Und Impale Damage dealt to enemies impaled by supported skill overwhelms 30% Physical Damage Reduction. Das heißt, die haben halt einfach 30% Schadensdurchdringung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber wie der Sprenger schon sagt, mehr Impale, mehr gut. Ja, genau. Und so zieht sich das dann durch. Dann habe ich halt noch 4 andere Supportsteine, die allesamt, die stecken jetzt alle da um rein, aber es wurscht ist in welcher Reihenfolge, die sind jetzt alle miteinander verbunden und alle verstärken meine Zombies. Alle. Einer davon hebt das Level von meinen Steinen um 2 Level oder 4 Level oder 6 Level, glaube ich sogar. Einer macht, macht Physical Damage Support. Der macht einfach einen physischen Schaden noch her. Einer macht noch mehr, das noch mehr aushalten. Und so weiter und so weiter. Alter, nichts für ungut, aber das ist mir zu trocken. Ich habe Diablo 3 gespielt und das langt mir aber wünsche et alle einen schönen Abend. Herr Firefighter, Diablo, also da ist Diablo komplizierter wie das, was ich bis jetzt gerade erklärt habe. Ansonsten hast du nie richtig Diablo gespielt. Aber das ist das Grundprinzip der Skill Gems. That's it. Und das macht diese Items so hart individuell. Also die kennen ja 1 Million verschiedene Stats, Sockel, Links und Typen und was weiß ich was alles haben, dass das unendlich ist. Kostet nur mehr einen Dungeon machen, soll ich nur einen Dungeon machen? Ist das wirklich so massiv aufregend? Ich weiß es auch nicht. Da nehmen wir jetzt einfach irgendeine Map. Da nehmen wir einfach, was nehmen wir da? Nein, keine 16er Map, ich mag mich jetzt da nicht durchsterben. Da nehmen wir das. Wie schaut das aus? Monster Reflect, Elemental Damage, der ist eigentlich wurscht, aber ein bisschen Chaos-Schaden haben wir. Das ist nix. Das ist nix. Mein Gott, heute habe ich Rollpech. Ja, ich versuche gerade die Map zu verändern. Wenn ich mit dem Mauszeiger da drüber gehe, dann ist auf der Map, hat die Modifikatoren Monster stärker, I schwächer, bla bla bla. Und die haben zufällig, und je nachdem was das für sind, schaffe ich die Map oder halt eben nicht. So, die stecken wir jetzt da noch schnell rein. Blam, blam, blam. Hoppala. Hoppala, daneben geklickt. Vielleicht soll jetzt da hinschauen, was sie drückst, Birger. So, dann geht die neue Map auf. Dann kratzen wir uns noch schnell am Arsch. Und wie der Sprenger schon sagt, eine geht noch. Eine geht noch. Es ist gerade dieselbe Map nochmal. Aber die Maps sind in sich zufällig. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht jetzt mal die gleiche Map, die schaut gleich aus und hat die gleiche Atmosphäre und ist grob gleich, aber ist nie ganz gleich. Es sind immer andere Viecher da. Und ja. So, das Ritual machen wir schnell. Ich weiß nicht, warum wir das Ritual machen. Jetzt die passt sowieso nicht so richtig auf, um ehrlich zu sein. Da wirbelt man einfach bloß ins Viecher ein, dann passt das schon. Ja, es ist auf alle Fälle, ich glaube, das ist richtig toll zum Zuschauen. Das ist also ein bisschen der Grund, warum ich am Wochenende dann wie die Liga, die neue Season halt angefangen habe, warum ich einen Stream am Wochenende nicht eingeschaltet habe, weil mir echt gedacht habe, das ist vielleicht nicht so der Hit. Vor allem weiß ich gar nicht, was soll denn da schmerzen da dabei? Da eine von du im Vieh. Schaust du an. So, das ist ein Rift. Ja, das ist zum Beispiel so eine Mechanik, die auf einer Map auftauchen kann. Da kann geiler Scheiß droppen. Das ist ein lila Hint. Die, wenn du berührst, geht so ein lilaner Kreis rundherum auf und aus diesen Leeren dieses Rifts spawnen so lila Viecher. Und da ist ein fetter Boss und der fickt mich wahrscheinlich gleich, nein, oder nicht? Kommen halt die Viecher aus und dann kann Zeug spawnen und droppen. Vor allem so Rift, Splitter und oh, da ist eine Hand. Da ist eine Hand. Die mag ich öffnen, gerne die Hand. Ah, da ist die andere Hand. Wunderschön. Und je mehr 4, dass sie zusammen ist, desto mehr Zeug droppt halt raus. Den Scheiß, den nehmen wir jetzt da mal gleich mal mit. Was haben wir da? Der Realm. Portal. Quality. Plus 1 bis 20. Kann kein Mensch nicht brauchen. Aber die Splinter kann ich brauchen, die Blacksmith-Zeug kann ich brauchen, Chromatic Up kann ich brauchen. Wunderschön. So, wenn du die Map aufwertest bis zum geht nicht mehr,
und haben da auch so viele Viecher da, dass deine Grafikkarten sprichwörtlich wirklich einen Schlaganfall kriegt. Also, das ist ja eh nix. Also, normalerweise sind es 5-mal so viel. Aber dann stirbe ich halt auch alle 5 Meter, wenn ich Pech habe. So, Prophezeiung erfüllt, wunderschöne Sache. Chaos abdroppt. Oh, kippt. Scheiß Ritual machen wir nicht, scheiß auf Rituale, da. Was weiß ich, was soll jetzt in dem Ritual? Die Map ist jetzt ziemlich winzig. Also vielleicht erinnert sich noch der letzte, wie die Map, das ist so, ich sag's ja, diese Geister-Map da, wie die aufgebaut ist und wie groß die ist. Ich glaube, die anderen war größer, die wir vorher gerade gelaufen sind. Glaube ich. Die habe ich alle auf. Ja, normalerweise wechselt ich mich so ab, je nachdem, ob ich was sehen mag oder nicht. Aber durch meine ganzen Viecher sehe ich sowieso aber nicht. Man stirbt in dem Spiel auch gern unfair. Ja? Also du sägst meistens, wenn du stirbst, sägst meistens nicht an was du stirbst. Da gehen wir zum Boss runter. Ein ins Viech. Und dann einfach eindroschen. Stirbt du Sau. Stirbt du Sau. Nice. Was haben wir da? Chisels. Oh, Perando Signi Bumsto Ring, was weiß ich, Two-Stone Ring, bla bla bla, machen wir das noch schnell. Ritual, ist übrigens die neue, so heißt die aktuelle Liga, die heißt Ritual Season oder was weiß ich. Das ist das, was wir da jetzt gerade machen, die aktuelle. Nicht sterben, Alter, was ist jetzt? Warum? Wieso hat mich die eifrieren können? Ich habe extra eine Flask, damit ich nicht reingefriert werden kann. Verstehe die Frage. Das sind so Ritualstände da drunten. Und mit so einem Kreis rundum, vorher haust du da drin alle Viecher zusammen, dann wird der Ritualständer aktiv, dann drückst du drauf und dann kommen die Viecher wieder. Und dann haust du es zusammen und dann kannst du für die Punkte, die du dadurch kriegst, innerhalb da drin Items kaufen. Die können komplett random sein. Da habe ich aber schon ziemlich fette Teile ausgezogen. Unter anderem einen Level 4 Empower Store. Die Leute, die Path of Exile spielen, wissen wahrscheinlich, von was ich rede. Ja, Kinder, that's Path of Exile. Und das habe ich, glaube ich, hat mich die letzten 2 Wochen sehr über Wasser gehalten. Ich war schon lange nicht mehr so gehuckt wie davon. Kann vollkommen verstehen. Jetzt ist aber auch Schluss. Ja, nee, es geht nicht einer noch. Geht nicht einer noch. Ansonsten für die Leute, die sich auskennen, was ich meine Currency habt ihr gesehen, das ist mal das Wichtigste. Maps habe ich zum Saufudern 70 Level 16er Maps, 70 Level 14er und 15er. Habe sehr viel Geld verdient mit Öl- und Blight-Maps. Hat sehr gut funktioniert. Habe einen Haufen Fossilien, die ich mal verkaufen müssen. Das sind so Items, womit du Items craften kannst. Also bestimmte Item-Typen verzaubern kannst mit verschiedenen Stats drauf und so weiter. Absolutäre Wissenschaft für sich. Kriegst du einen Vogel. Der Maxwell schreibt, was ist mit der rechten Waffe-Seite? Kann man das da auch ausrüsten? Ja, kann man. Also du kannst ein Schild, zum Beispiel 2 Schwerter, 2 Hacke, also Einhand-Äxte oder eine Axt und ein Schild tragen. Ich in meinem Fall habe ich da einen Zweihand-Streitkolben, darum kann ich in die rechte Seite nichts rein tun. Also es ist eine Zweihandwaffen, darum ist das da ausgegraut. Da kann ich nichts rein tun. Fossilien, was haben wir da? Das ist mein Sell-Stash-Tab, da tue ich meine ganzen Items rein, die ich verkaufen will, damit ich halt Currency kriege, damit ich meine Items kaufen kann. Dann habe ich so einen Big Stash, habe ich mir gekauft, da wo der ganze Schrott drin ist, der wo sonst nirgendwo hinpasst. Dann habe ich einen Fragments-Tab mit ein paar Riftstones, da drin verkaufe ich meistens alles, weil ich das nicht tue. Ich spiele fast nur Simulacrum. Das sind 20 so Monster-Waves nacheinander und jede Wave droppt was. Das finde ich ist am schnellsten so. Ich hau Viecher zusammen und krieg sofort eine sichere Belohnung. Das macht für mich am meisten Spaß. Was haben wir noch? Haufenweise Karten. Ich glaube 5-12 Trilliarden Karten, Alter. Metamorph, ein paar Sachen, ein paar Katalysatoren, die ich alle am Anfang eigentlich verkaufen hätte sollen. Und ein Essenzen, Stash-Tab und ein paar Items, wo ich mir mal aufgekommen habe, wo ich mir gedacht habe, zum Ende der Liga hin spiele ich mich mal, wenn die Currency wurscht ist, spiele ich mich mal mit dem Craften, damit ich das vielleicht irgendwann einmal verstehe. Ja. 2 Handstreitkolben wollte angeben, mir klang nur eine Hand. Ihr seid lauter Volldeppen, so schaut's aus.
Jetzt ist er Ruhe. Jetzt ist er Ruhe. Ja, das ist Path of Exile. Das ist, also keine Ahnung, das musst mengen. Das ist auch klar, also es ist mir auch klar, dass es nicht das zugänglichste Spiel auf der ganzen Welt ist. Da bin ich auch sehr froh drum, weil das hält die 12-Jährigen fern, die Komplexität des Spiels. Der Greenscreen ist im Arsch und ja, da schieben wir mir jetzt einfach ein bisschen nach links, dann passt es. Ja, gibt's da einen VHS-Kurs? Was meinst du, wie viele Videos ich mir in den letzten 4-5 Wochen angeschaut habe? Ich habe die ganze Nacht teilweise damit verbracht. Videos, Couch, Blub, Fernseher und Videos geschaut. Und ich habe noch keinen Plan. Das ist wirklich, ich habe auch bloß die Spitze des Eisbergs verstanden in dem Spiel. Aber es macht Spaß ohne Ende. Schaut schon nicht, wenn er das Hirn einmal raucht beim Zocken. Er geht ja die nicht so. Das ist übrigens genau sowas, warum ich sowas mag. Da bleibst du halt nicht, wir sollen sagen, du sitzt halt nicht so da wie der Absolutely No Life South Park WoW-Typ. So. Also dann sitzt du da und denkst ein wenig mit die ganze Zeit und so und hast halt dein Hirn einfach eingeschaltet dabei. Und wüsst nicht, was es jetzt ist. Herr Nicorit, ich bedanke mich für die Belustigung. Ich hau jetzt ab, schönen Abend noch. Abend? Es ist mitten in der Nacht, Alter. Schleicht ins Bett. Ich sehe keine Sau mehr da. So, Freunde, das ist aber auch Ruhe. Schaut euch Path of Exile an, kostet nichts. Das einzige, was kostet, sind Cosmetics. Ist völlig legit. Und für den Umfang an dem Spiel, leck mich am Arsch, Alter, ja. Diese Stash-Tabs, die ihr gesehen habt, die Kisten, da wo meine Items drin gelagert sind, da hast du normalerweise bloß eine. Deswegen wirst du, wenn du das intensiv spielst, sehr schnell Platzmangel kriegen mit den Items und dann kaufst du sowieso freiwillig diese Stash-Tabs und das ist ja völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Die blinde Nudel, muss mal wieder Diablo anfangen, aber dann zocken nicht die nächsten 2 Monate nichts anderes mehr. Ja, wie viel Zeit, dass ich in Diablo 3 versenkt habe, mag ich gar nicht wissen. Das Spiel, gibt's das nur für PC? Ist eine gute Frage, oder? Ist eine gute Frage. Ich gucke. Das ist eine gute Frage. Also, mich interessiert nur der PC, deswegen weiß ich nur den PC. Jetzt warte mal. PoE PlayStation? Path of Exile PlayStation Store. Ja. Xbox One. Sogar auf dem Apple-Gerät. Gibt's für PlayStation, Xbox und Windows. Ja. Und demnächst sogar als Mobile-Spiel. Da müsst ihr, wenn das interessiert, da müsst ihr euch Exile Con schauen, wie es Blizzard verarschen damit. Das ist das Allerbeste. Ja, es war ja vollkommener Blödsinn gewesen, wenn wir Path of Exile 2 kündigen, nachdem wir unser Mobile-Spiel kündigen. Die haben so geil. Sowas kommt nicht dabei aus, ja, mit so viel Liebe spielt es einmal, leckt mich am Arsch, Mann, wenn man sein Spiel mag. Und wenn da nicht irgendwelche geldgeilen Hurensöhne dort sitzen, die keine Ahnung mehr haben, was da deren. Naja. So, Freunde, jetzt ist Schluss, jetzt ist Evi. Bürgerin bringt mich um, die kann nicht ins Bett gehen, solange ich da schmerz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst da schnell ein Path of Exile Like da. Und dann da ich sagen, vielleicht habe ich den einen oder anderen angefixt, vielleicht schaut sich das der eine oder andere im Jahr, oder tue ich es wirklich gern, weil das Spiel ist wirklich unfassbar gut. Man muss es mengen, es ist ein Nischenspiel, verstehe ich voll. Ja. Aber wenn, dann hast du was zum tun. Du wirst mir danken, wenn du da eine findest und dann, wenn es die anruckt und du langsam einen Sinn verstanden hast vom Spiel und was man alles tun kann und so, dann wirst du mir danken. Wie willst du denn das spielen auf Konsole mit Controller? Um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch. Das habe ich mir bei Diablo aber auch gedacht und da ist es auch irgendwie gegangen. Herr Tobi, habe merci für den Zwickel. Du, ich hau mir jetzt aber ins Bett. So schaut's aus. Der Razor Red 89, ich zock's schon seit 4 Jahren. Das ist jetzt mein 3. Charakter, den ich gemacht habe. Der erste Charakter war 90. Das war... Was war denn das für eine Liga? Weiß ich nicht mehr. Der zweite Charakter war Heist. Nein, war auch nicht, war Harvest. Das war irgendwann im Laufe des Jahres, letztes Jahr, weiß ich nicht mehr wann. Habe ich aber auch nicht so viel gespielt. Und hab bis vor 6 Wochen, wie halt jetzt Ritual League gegangen ist, habe ich glaube ich knapp 100 Stunden Spielzeit gehabt. Knapp. Und hab mich nie so richtig damit anfreunden können, weil ich halt einfach Minimum 5000 Stunden Diablo 3 in der Muscle Memory habe.
und es läuft halt schon gescheit cremig, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist alles super toll, aber es ist einfach irgendwann stehen bleiben. Und Path of Exile tut das nicht. Seien wir uns ganz ehrlich, ja, da kommt der Delirium-Ding daher und dann ruckelt's wie Scheiße. Seien wir uns ehrlich. Und es spielt sich einfach nicht so cremig. Das ist einfach Blizzards Spezialität von damals. Und deswegen bin ich nie so richtig warm geworden damit. Mittlerweile ist aber Diablo 3 so lang her, dass ich vor 6 Wochen angefangen habe und jetzt ist es einfach egal, man gewohnt sich dran. Und jetzt habe ich halt 350 Stunden Spielzeit. Oder 330 Stunden Spiel, ich weiß nicht. Auf alle Fälle massiv viel in den letzten 5 Wochen. Ja, so. Jetzt ist er Ruhe. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen wir uns am Sonntag im Video. Hab ich noch kurz überlegt, ob ich euch das noch schnell zeige, weil wenn ihr so lange da seid, aber dann reden wir wieder eine halbe Stunde über das Video. Nein. Sonntag, Nachmittag. Bussi aufs Nussi. Merci fürs Zuschauen. Jetzt schlagt euch ins Bett und viel Spaß mit Path of Exile. Habe ich dir.